Voilà. E schöne gute Mëtterleef Kolleginnen a Kollegen run den Dëch, zwe Herren an eng Damer Publik. Tanja aus dofir Punkt vun als Mod du Jo de Michael an der Technik leif Leiit opbausen. Das als Steven Gemengerotzitzung hat an eng Ufangs Juni fir d'Schulorganisationun hat an en oder den anderen Punkten Punkt drop an dats die zweetlächt fir der Summervakanz. Ich will lo bisssen so wat der lächter Gemengerotzitzung der lass war. Da hat man vielleicht mal lopisch fest, das waren viele Straßen an unserer Gemeinde, wo die Leute das organisiert tun. Das ist schon seit einer Reihe Jahren, wo wir an dieser flotter Initiative teilholen oder dazu beitragen soll, dass das Summenleben an der Nachbarschaft gestärkt wird. Das Jahr waren es folgende Straßen, die noch gemacht haben. Zu Schötter waren es das Sentier de l'Église, Rue du Village, an der Urst, Rue du Verger, beim Nessert, an dem Großburg, zu Straßenschkove, dann der Siegelsbach, an dem Fusselburg gefeiert, an zu versieren. Wo sich Leute aus der Rüdler sehr getroffen. Ich habe auch kein Datum, weil auch da konnten die Leute relativ flexibel den Datum raussichen, denen hin am besten gepasst hat. Wir als Gemeinde haben dafür auch gesorgt, dass die Straßen aufgespart waren und Dreckskisten zur Verfügung gestellt. Ich wurde ein Depositär für Banken an Döcher geliefert, die Kästen dafür wurden integral von der Gemeinde überholt. Der Weekend vom 24. nach 25. Mai war der Klassik Days, 2D Campus zu Minzburg, wo auf der Ausstellung von historischen Autos und Traktoren auch bestens für Animation gesorgt war. Bei dieser Gelegenheit wurde der Organisator auch 2 Schecken für einen guten Zweck überreicht. Samstags war dann noch ein Teil von der Veloskurs Schleck Grand Fondo, die durch als Gemeinde gegangen ist. Sonntags, der 25. Mai, hatten die Gring von Erdauer bis 12 Uhr eine volkskundliche Wanderung organisiert. Donnerstag, der 27. Mai, hat schon der Musik halb der Konzert auf der Plus an der Stadt gespielt. Am Sonntag, 9. Juni, hat der Verein Frauen und Mammen von Schötter eine flotte Märchentour mit allerlei Haf und Schmatten zu Schötter organisiert. Da war der Weekend vom 6. und 9. Juni nach 2 Generalversammlungen. Das ist also Freitagabend schon angegangen mit dem Schötter Theaterfreund an der Galerie zu Münzburg. Samstags den Tischtennisclub an ihrer Büwet. Samstags hat die Jugendkommission ein Open-Air-Kino am größten Zelt am Schulcampus zu Münzburg organisiert. Wenn das Zelt schon da steht, dann profitieren wir immer für viel Events daran zu organisieren. Die selben Mitten goufen dann 2 Filme gewiesen, und zwar Schatzritter und das Geheimnis von Melusine um 15 Uhr und The Superjump Returns um 19 Uhr. Große Merci geht an Heiner Moll und Jugendkommission für Erbecht und für die gute Organisation. Sonntags morgens wird Gerd an Heim Schötter op ihr Mammendagsfeier invitiert. Nach einem kleinen Kochtisch an der Mass gouf diese Morgen dann mit einem Aperitif am Schötter Treff aufgeschlossen. Das Aperitif war vom Gerd an Heim offeriert. Den ganzen Tag war dann noch den Event Open Garde Pärtchen meets Rendezvous au Jardin an der Roserie beim Minzburg Schloss. Mittwochs 11. Juni war um 11 Uhr bis halb 4 Fest von der Freundschaft am Schloss Gerd zu Minzburg. Mit der Unterstützung vom Kompetenzcenter für sozio-emotionale Entwicklung goufe viel Flotaktivitäten a Verkaufsstände von Showklassen auf vom CDHS mit der Bester angeboten. Den Erlös von diesem Event gouf und Saki Trust, eine Organisation, die sich für Jugendliche auf Frauen aus Süden Indien ersetzt, an und der Association Trauerweh SBL gespannt. Der Weekend vom 13. und 15. Juni und ein ganz rich Event an Aktivitäten an unserem Gemeinde stattfand. Angefangen Freitags mit der Assemblée Générale von der Amikal Neuhausen, Freitags Oves am Haus Sand. Samstags war morgens um 9 Uhr der Schötter Markt, wo die Jungbläser mit einem flotten Konzert um 11 Uhr für die nötige Animation gesorgt haben. Das war dann aber gleichzeitig der Startschuss für die Musik, wo mittags, respektive am freien Abend am Festzelt am Campus, nach 2 anderen Konzerte stattfanden. Das war um 14 Uhr. Ich meine, war sogar bis nächstes Jahr noch Piano-Audition von der Ukta Musikschule und um 19 Uhr dann den Destiny Flexboy an Hands on Mars. Samstags um 16 Uhr war dann die diesjährige Edition von der Nuit du Sport. Hier konnten die Leute bis 22 Uhr eine Reihe sportlichen Aktivitäten angeboten. Sie wie Zumba oder Badminton, aber auch Sportarten wie Armdrücken, Bowschießen und Fechten. Die Leute konnten den Parcours machen und gegen den treten. Was der Serge und ich dann mit viel Sportskills auch gemacht haben. Nuit du Sport war gut besicht an ass eng flottere Klamm fir de Sport an war fir Hietréen a fir Alter Appes dabei. Als Aufschluss vun der Fitler Musik 2025 war dëncht des 17. Juni nach Konzert vum Streichquartett Papillon um 19 Uhr an der Kirch.
Er war ulässlich auch von der Nexus an der Luxexpo den Hauptresponsable für Commerce an Investissementer vom Generalkonsulat von Lützeburg zu Shanghai und mit Madame Senior Advisor für internationale Affären von der Lützeburger Chambre de Commerce zu Gerst an über die Kontakte zur Familie Wang vom Mutwort Concert geholt. Daneben war auch dem Jason Wang sein Geigeprofessor, der noch für den Nachteilorchester spielt, heute zu Schötter an der Kirche. Für die Gelegenheit hat gemeint Schötter dann noch einen neueren Wein aufgefeiert. Nexus Luxemburg hat das Anfang die zweite Edition davon gewirrscht an das Symposium für Technologie an einer Ausstellung über 2 Jours, über 2 Tage, axiert auf artificielle Intelligenz, auf Technologien und auf Affären. Just für das noch zu erklären. Nicht mehr wie spät, wie das letzte Weekend war, da sonst im Zölle war Präsenz vom Schaffner Gemeinderat, sowie von einer Delegation, also als Partner Gemeinde Siegelsbach, die offizielle Eröffnung von der Semaine La Rose an der Roserie beim Minzper Schloss. Semaine La Rose geht noch bis den 29. Juni. Am Kader von der 35-jährigen Freundschaft mit Siegelsbach wird Sonntagmorgens nach einem gemeinsamen Workshop hier am Sitzungssaal stattfinden. Es gibt flott Atelieren für über die zukünftige Partnerschaft an Brainstorming zu machen. Viele flott Ideen sind dabei rausgekommen, wie je nach mehr intensiv das Partnerschaft leben kann. Dabei können die neuen Technologien auch ein flott Hilfsmittel sein. Die Idee gehen nur noch ausgeschafft und dann das Ziel, dass Bürgerinnen und Bürger auch mehr von dieser Partnerschaft sollen mitkriegen, also noch besser und mehr sollen leben. Mit es gehen ein paar aktuelle Projekte an unserer Gemeinde besichtigt. Und bei der großen Hitze war dann noch immer Zeit, für ein paar zusammen zu trinken und den Mittag ausklingen zu lassen. Am 23. Juni waren dann Festivitäten am Kader von diesjährigen Nationalfeiertag. Angefangen mit dem traditionellen Tedeum an der Kirche und anschließend dem Kochtisch auf Minzburg auf der Schulcampus. Nur der offizielle Ausspruch gab nach ein paar Membern aus der Musik an den Pomchen, Medaillen überreicht, sie haben geehrt und dann haben wir themisch gesungen. Dann ist dann Volksfest gewürscht. Mit Aktivitäten für die Kanner, kulinarische Spezialitäten aus verschiedenen Nationen aus der Gemeinde, unter anderem Lützeburg, Spanien, Island, Südafrika, Irland, Belgien, Syrien, Mauritius, Portugal, Brasilien, Indien, Frankreich, Polen und Rumänien. Da sind wir der Monde mehr groß für die Matze. Wir haben keinen Platz mehr, muss gucken, wie wir das in Zukunft organisieren. Und dann auch nach dem musikalischen Enkadrement von der Schötter Strüpp an dem DJ war auch da für jeden etwas dabei. Ich meine, die Stimmung war enorm gut, war ganz viele Leute da. Und nachdem die 1 Stunde Getränks von der Gemeinde aufgefeiert wurde, also neuere Wein, wurde dann noch müssen wie all Jahr 1 € Ticket an der Käse kaufen. Das Rezept von diesem Tag wird dann noch wie immer integral für einen karitativen Zweck gespendet. Und da freuen wir dann noch bei den verschiedenen Nationen, die Heimat gemacht hat, für hier Fischle. Große Merci geht dann hier aber auch die Menge Personal, Vereine, die kulinarischen Karikippen und alle Freiwilligen, wofür oder während dem Tag am Einsatz war. Das sind viele Stunden Arbeit auf Vorbereitung. Das ist ein ganz großer Erfolg, und ganz viele Leute kommen auf Feiern mit uns. Das ist aber proportional dazu auch immens viel Arbeit und immens viel Organisation. Dafür, wie gesagt, ein ganz großes Merci und alle, die geholfen haben, geschafft haben und die mit viel Leben und viel Passion sich engagiert haben. Und das ist wirklich ein exemplarisches Beispiel von Zusammenleben heute zu Schötter. Freitag, den 27. Juni, ist der Naturparktag zu Mernisch. Hier kriegen wir als Gemeinde dann noch offiziell als Zertifikation selber mit über 62% überreicht. Samstag geht Schötter Musik, geht zu ihren Helmesmarkt spielen. Morgen sind sie zu Schötter, Minzburg, an dem Neujahrsten NRW, und am Mittelstand zu Altschötter und zu Überseeren. An der Sporthalle zu Minzburg findet Sonntag, den 21. Juni, den nationalen Championat von der Gymnastik-Rhythmik, von morgens 9 bis noch mittags 18 Uhr statt. Sonntag, den 21. Juni, lädt die Lützeburger Rosefreund von 14 bis 16 Uhr auf ein Tea-Time an der Roserie beim Minzper Schloss an. Der Verein Rhythmika Lux organisiert den ganzen Tag über den Championat National de Gymnastik-Rhythmik an der Sporthalle. Dann ist der 9. Juli als Diplomüberreichung von als Lützeburg-Kuren um 19 Uhr hier am Sitzungssaal an der Gemeinderat für auch schon invitiert. Dann haben wir noch einen Appell vom Klimabündnis gekriegt, für hier im Klimadach den 4. Juli teilzuholen. Schreibt euch hier Eiwandschrift an. Der Link ist an der Mail. Da können Sie dadurch besser planen, und das ist dann am Pafen dann. Samstag, der 5. Juli, organisiert der Mika Neuhausen hier mittlerweile traditionell Sommerfest von 16 bis 23 Uhr am Scout-Schale Neuhausen. Serviert geht Frittenheimer und Salat. Und die Leute gebärden sich bis 1. Juli um Telefon 621 181 300 oder aber über amikalneuhausen@gmail.com unzumelden. Es gibt auch eine vegetarische Variante,
so wie Kannermenü geboten. Häufig müssen sich dann aber ganz extra ummelden. Selben Tag fand von 14 bis 22 Uhr an der Sporthalle zu Minzburg die 5. Edition vom Luxemburg Arm Wrestling Competition statt. Sonntag, der 6. Juli, fand ab 11:30 Grillfest von den Scouten Le Castor bei hier im Chalet in der Gemeinde statt. Und es gibt noch ein ganz Rutsch von anderen Aktivitäten, wie beispielsweise Dreiradfuhren oder Stockbrot für die Kanner angeboten. Der 9. Juli ist dann um 17 Uhr schon die nächste, also die letzte Sitzung vom Gemeinderat für die Sommervakanz. Ich profitiere noch von der Gelegenheit, für ein paar Events anzukündigen, die relativ schnell nach dieser Sitzung stattfinden werden. Die Elternvereinigung zusammen mit dem Lehrpersonal von der Schule organisieren den 11. Juli um 16 Uhr das Schulfest am Campus. So organisiert der Club de Jeunes dann noch Freitag, den 11. Juli ab 17 Uhr hier Sangria-Party in der Gemeinde an der Boot. Samstag ist der 6. März ab 9 Uhr auf der Kirchenplatz, zusätzlich zu den Ständen, organisiert die Fairtrade-Gruppe von der Gemeinde Schötter eine Degustation von Fairtrade-Produkten. Ich kann leider ein ganz Reihe Fairtrade-Produkte schmecken und testen und sich von der Qualität von dieser Ware selber überzeugen. Die sind eine Auswahl von Kosmetikprodukten auch mit dabei, die man testen kann. Und das Produkt kriegt ihr dann zum großen Teil auch im Stand vom Weltboutique von Esch zu kaufen. Der Weekend vom 12. und 13. Juli findet Samstag, Sonntag den Tournoi für Islandpferd und besten Haftzugstraße statt. Sonntag, den 20. Juli, also ab 10 Uhr, Porto Vert vom Cercle Avicole an ihrer Zuchtanlage zu übersehen. Vom 25. auf den 27. Juli heet dann Minzburg on Fire. Und da am Kader von 125 Jahren von der Amikal von der Pomsche Minzbeschütter. Lass geht es Freitag so mit einem Ball am Centre Kulturell zu Minzburg für musikalische Stimmen den Duo Sandy Botsch Aroma Kirche. Samstag steht ein Kuppelcarbon-Programm sowie eine Ausstellung von historischen Gefähren und Pomsches Material an dem Verkauf von Echtstelleartikeln. Aufgeschlossen sind das Festivitäten Sonntags mit einem Konzertbüro, verschiedenen Ersatzdemonstrationen vom Zissen Ranwen, Schötter sowie einer ZDF-Übung an eng Rëtsch musikalischen Kanner, also musikalischen Aktivitäten Kanneraktivitäten, sowie natürlich für Ersner Gedrängs als auch bestens gesucht. Sonntag, den 3. August, also ab 11 Uhr am Kader von 20 Jahren Schmatten, ein grosses Sommerfest auf ihrem Haft zu Schötter. Neben einem Konzertapéro von der Schötter Strüpp gehen der Animationen für große Klänge geboten, sowie eng Zaubershow. Datum vom Gemeinderat für die Zweithalschen vom Jahr, die wären da Mittwochs den 24. September, Mittwochs den 29. Oktober, Mittwochs den 26. November und Mittwochs den 10. Dezember, also um 17 Uhr, geht ja immer noch zugeschickt. Mittwochs den 19. Juni goufen mir als Gemeinde Schötter am Label Dröpsi Gold vom Ministère für Umwelt, Klima und Nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet. Das ist ein Zertifikat d'Excellence als eine Anerkennung für die kontinuierliche Bemühungen von der Gemeinde, eine hochwertige Trinkwasserqualität zu garantieren und hat eine Gültigkeit von 6 Jahren. Als Trinkwasser erleidet strenge Kontrollen und wird regelmäßig überwacht, für sicherzustellen, dass es zu allem Moment an einer Etappe bis bei den Konsumenten am Grund proper bleibt. Dann steht es an der Haut auch zu übersehen, ob der Kreuzung das Wegkreuzerem und damit wird Kreuzgas dann noch Lorem hier in verdenkt. Dann ein paar Worte zum Velosummer 2025, der ja vom 19. Juli bis zum 24. August ist, an seiner 6. Edition. An dem Succès von den Jahren für Drohnen, wo plus ou moins 31.000 Velosfahrer darunter teilgeholt haben, gehen dann das Jahr im 14 Circuit proposiert, praktisch über das ganze Land. Das an zusammen habe ich mit den enger 50 Gemengen, wo dann noch eng oder mehr Straßen temporär für den Verkehr zugemerkt gehen, und so auch bei Eis. Wir haben ja dann den Circuit Seeulze-Stalltour, den Detail finden im Internet, und das dann vom 9. bis zum 10. August, der Weekend, wo dann den CR 154 zwischen Zieren und Alzingen, den CR 132 zwischen Zieren und Mutwort und den CR 187 zwischen Münster und Ivasieren für die Velosfahrer reserviert sind. Dann wollte ich noch ein paar Worte zum Projekt Pony AI von Emil Weber. Da sind sie uns zugetragen, das Projekt zusammen mit dem Ministère de l'Ökonomie und auch mit dem Ministère für die Mobilität. Und da geht es darum, für eben autonomen Gefährer anzusetzen, Lummel in einer Testphase, die dann über verschiedene Mengen dann noch bei uns. Wir weisen das Circuit.
Also an de folgende Straßen, Kernscher Eiterstroß, Lützebauer Stroß, Schloss Gewern, Äppelweh, Siegelsbacher Stroß, Rue de Sol, Erbstroß, Gabriel Lippmann, Rue de Bayern, Rue de Jardin, Rue de Mensdorf, Rue de la Montagne am Wasserfeld, Rue du Village, am Pech, am Kalek, Rue de Coquelicot, Rue de Bleuet, die mal an de Projekt abzugehen, aber dann eben so ungefähr für verschiedene Kursen eben autonom fährt. Das noch immer ein Chauffeur dabei, ne, den am Notfall ergreift. Ich meine, das ist ein Testprojekt, ein Testphase. Und das eben mit der dort die Regierung einen Kontrakt unterschrieben mit der Firma. Und die haben sich dann noch Partner gesichert, also eben Emil Weber, für das weiterzubringen an der Firma mit künstlicher Intelligenz und autonom Fuhren. Neue Wege zu fahren, für die Mobilität auch da führen zu bringen und mehr effizient zu machen. Dann wollte ich noch so, dass wir am Kader von der Zirkulär 3189 vom 20. September 2014, wo aber den 21. September 2022 Rappel kam, wo es geht, dass das am Krisefall von einem Nuklearakzident, dass in Bevölkerung kann mit Jodpöllen versuchen, dass wir da als Stock Ajour gesagt haben. Pöllen, die hun zwar Verfallsdatum, sie laufen nach der Theorie aber nicht doof. Mele Hummer dann noch nicht so wie vier gesehen hast, Stock und Pöllen, die auch wo Verfallsdatum nicht schon aufgelaufen was. Vier waren die Krise aus. Wir stellen noch ein Dokument ob, dass sie weiß, wo die Pölle sind, wenn du Achse hört, wer muss alertiert gehen, dass wir da gut abgestaltet sind, wann wir nicht hoffen, wann so ein Problem wird. Es geht übrigens so eine neue Initiative von der Gemengen, wo sich neu auch zu summen manifestiert wird, dass wir begängt Atomenergie sind. Da war auch wenn ihr eine Versammlung zu Reiser, da werden noch Mengen an dem Kader an Zukunft nach Sache kommen, die mir dann auch Martin. Dann habe ich nach den Informationen, dass man vom Fonds pour l'Emploi da das so nicht organisiert gehen, muss Gemenger jo Manner suen lo abbezuelen, an du kre mir dann noch suen Römer zirkulär die lo kommen zu aber an net krit, weil du krit Gemeng an den Betrag von 530.670 € Röm. An gleichzeitig krämer dann noch do vom Fonds Communal de Prééquation conjonctural auch suen Römen, dat ze 84.450,87 €. Dann haben wir lo puermal an ne Reklamationune krit vu Leiit, die zu schrasseg do de Bëttel derop do de Bëch NRW war, wo dann Ächt aufgefallen sind. An do hummer d proprietär nu geschriwen vun de Bëchparzellen, sie sollen sich ums kümmern. Ich mengen heiers der Sicherheitsaspekt, den du am Vordergrund steht. Also sie können sich auch beim Fischter Gilles Jacquemot melden, wann sie do Hilfe brauchen für do Sicherheitsschnitter zu machen oder wie auch immer. Ich kann sie beroden. Wir wollten noch Bescheid sagen, dass wir das Jahr keine neue Feldwehrprogramme rangehen. Wir machen Lomo die Wehr, die wir vier drin auf dem Feldwehrprogramm stehen, hat wir das Lomo fertig. Und da das auch mit der Landwirtschaftskommission so aufgeschwart, dass wir das Jahr nicht machen. Voilà, ich meine, dann hätte ich meine Informationen alle gut durch. Dann wollte ich noch Bescheid sagen, dass den Gilles Sauberhaut exkusiert, dass an seine Prokuration und den Serge Stein gehen hört. Dann als auch den, wenn der noch nicht abgefallen ist, nach der Donhaut exkusiert, denn das war keine Prokuration gehen, mit den hat der Ranget geschickt, für ihn zu ersetzen. Und dann fängt man mit dem Sauber Jules und von der Wort als Erklärs. Da gebe ich dem Jump nach fortgehen. Ja, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Leute draußen, noch 43 Jahre, 6 Monate als heute meine Sitzung hier an der Gemeinde Schöttach. Davon war ich 10 Jahre auf 4 Monate bei der Meister, 16 Jahre an 6 Monate Schaffen, 16 Jahre an 8 Monate Coselier, das mich 43 Jahre an 6 Monate. Ganz interessant, dass es wie gefangen haben, hat gemeint 1337 Jahre in der Haut 4499. Das geht irgendwie die Entwicklung aus. Und wie gesagt, das sind über 500
über 500 Gemengeratssitzungen. Das also langen Tag. Ich will auch dürfen, wenn man haut auf eng Sache, wenn ich zurückgucken, an das die Entstehung von der Zone industriell zu Menzbech. Das war wirklich für die demalige aktiv Leiter in der Politik keine schöne Zeit, denn mit Expropriationen ist es gegangen, ob die Griechen, mir hat sich gelohnt. Dadurch ist die finanzielle Grundstein von der Gemeinschaft gelöst gehen, wo die Gemeinschaft Haut kann drauf abbauen. Also Gemenge, der taut gut, und sie stolz dazu, wenig mit beigedrohen zu haben. Merci all den Leuten, die während 8 Wahlen, 8 Mal, wenn ich mal an die Wahlen gegangen, mich unterstützt haben. Merci meiner Frau Sylvie, weil wenn keine Unterstützung daheim hat, dann packt den das nicht. Merci Sylvie, dass du mich unterstützt hast. Merci all von denen von 1982 Jahren, mit denen nicht zusammen geschafft haben. Und das über alle Parteigrenzen raus. Merci meine Kolleginnen und Kollegen von der DP, die mir am unterstützt haben, aber wir gut zusammen geschafft haben. Merci den Sekretären an dem ganzen Personal, Gemengepersonal, wo immer ein ganz gutes Verhältnis hat. Gut Personal, mischt gut Arbeit. Es war mir immer ein Fried, mit ihr schläft Personal zusammen zu schaffen und zu feiern. Und ich habe an alle größten Merci an denkt dran. Politiker sind Menschen. Soll ich merci. Ja, merci Jump. Ich gebe dann noch paar wieder am Namen von der DP-Fraktion oder von der ganzen DP-Sektion Schütter unterschrieben. Ich meine, ein größtes Merci für alles das, was du gemacht hast. Ich meine, nicht Frieden kennt dich am Dorf. Ich meine, du warst den am Nutzten beim Bierger hast. Altbierger kennen dich. Früher waren von Dingen 1500, bis du gefangen hast. Ich meine, ich fand es bei alle gut, denn heute sind noch immer die meisten. Ich meine, keiner kennt besser die Gemeinde wie du. Egal, wann ich ein Dossier dich hast, dann muss ich wissen, von wo ein Dossier eine Historik hat, von wo die Terra allein. Ich meine, du kennst alles Gemeinde, wie keiner sie sonst kennt. Dafür größte Merci. Und dann, die Schütter, ich meine, du warst den über all die Wahlen, ein altes Wahlsystem wird schon Gemeinde Schütter mitgemacht hat. Du warst immer den Kandidaten zusammen gesichtet hat, den Programm geschafft hat, den Idee mit rabrüscht. Viel kontroverse Diskussionen mit gefordert hat. Und ich meine, das ist ein größtes Verdienst für dich, auch was DP Schütter alles an den letzten Jahren hier an der Gemeinde Schütter konnte umsetzen. Das ist dein Merit. Ich will aber auch dafür profitieren, für auch Merci zu sagen, dass du dir die Entscheidung geholt hast, für dich zurückzuziehen, für auch den nächsten Platz zu machen. Und an dem Kontext will ich auch dann annoncieren, dass sowohl Olivia Welsch wie auch Lucia Kummes auf ihr Mandat wird verzichten. Und dafür kann ich neu demnächst, wenn wir einen Akkord vom Innenministerium haben, das neue Mandat am Gemeinderat für die DP unholen. Und wir werden noch in Zukunft dann, wenn das so weit ist, zusammen mit den Kollegen von der SAP heute im Gemeinderat proposieren, für die Conny an den Chefrat zu nennen am Remplacement vom Andy. Merci. Merci der DP und merci dem Jump für die opklärenden Schewider. Jump hat schon oder hat schon Merci gesagt dem Nationalvater mit der richtig feierlich Mama dann denke ich mich später ich meine du weißt für Vater wenn wir da wollen machen und dann gucken wir dass wir bei der Rentrée ein Datum finden und dann machen wir das eigentlich ganz feierlich. Auf jeden Fall denke ich große Merci für deinen Einsatz und dein Engagement für das Gemeng. Voilà, da kommen wir zu unserem ersten Punkt. Und du gibst dem dat Option von engem PHP goen, Neuhausen, an der Rue des Enningen, an du hast das Büro best Teil für den dann zu präsentieren. Doch, ich weiß einfach bei mir. Das, so mehr fein, das kommt einfach bei mir, da weiß der Hai. Oder von Holland, ja. Gelungen, wie bei mir. Ja, schon gerade ein Kuchen.
Das ist klappen. Ja. Auch. Gute Idee. Oder? Schön, aber Band sind ein Problem. Das ist aber nicht ein Trick. Ja, so ein Laptop, ja. Wunderbar. Liegt ja nicht mehr so cool. Für Mäuse. Ja. Ja, okay. Gute Mittag. Ich bin mein Name ist Mark Wagner vom Büro Best im Zellinger Birch. Ich habe mich die letzten 2,5 Jahre um das Projekt Neues bekümmert. Das ist, ich darf am Anfang das Resultat von dem PHP präsentieren. Für die noch nicht direkt wissen, wo leid, wir haben den Verbindungsstraße Rüd Sandinger geht op den Richtung Sandinger Birch. Wir haben einen Fotoen, wo die neue Straße nach ausgebaut, also gebaut gehen ist. Das heißt, die ganze Straße ist mittlerweile fertiggestellt. Ja, mit Terra, wieder gesehen, an einer starker Pont, mit einer großer Vue exponiert Richtung Dalandrun. Ein extra vom PAG, auch vom Schemadirekteur, für ich denke, zu weisen wird an den Reglementen von der Gemeinde ausgewiesen war. Ein einfacher PHP launcht Rüde Sanningen, wenn wir dann weitergehen, eigentlich ist immer, dass wir den Projekt am Anfang mit Häuserlandstraße aménagiert tun. Das heißt, das sind 8 E-Familienhäuser plus 1 oder 2 Jumeläen, die für Logement abordable vorgesehen sind. Riet zum Plan, den also ein bisschen gedreht, gesehen da eine Kreuzung zum, wo es Richtung Rüdsanningen geht, aus einem Kringbereich, ein öffentlichen Kringbereich für gesehen, wo ein Trafo soll angesagt gehen, den laut Kreos eben notwendig ist. Den Hauptpunkt Grund dafür ist, dass heute schon Infrastrukturen sind und dass den Trafo auf dieser Platz eben soll ja, dann auch vorgesehen gehen.
De Parcellär vun den Häuser aus am Anfang so geplant, so wie gesagt noch die verschiedenen Dimensionen hunn 4 Proprietären an dem ganzen Projekt an et war am Anfang vun Anfang go gefrot, dats kein Sulte solle raussprangen, dat Teech mir hunn am Anfang he probiert die Terra so opzedeelen, dat Schiedverein am Anfang auch dat rauskriet aus dem neue Projekt, wat noch un Terra an de Projekt ragget. Landstrude Sanningen, also Landste Projekt aus 4 gesehen, den Trottoir, den auf der Seite noch nicht besteht, eben auszubauen. Das heißt, die Luchteporto und die Lotto sind sollen noch angeregelt gehen. Da gibt dann zusätzlich 5 Parkplätze Landstraße aménagiert, die 4 bei den Jumeläen, bei den 4 Logements abordables, die zweite bis mehr an der Mët fir Los 4 an dann nach 3 Parkplätze fir de Losen 2 an 3 plus das eben fir eng Perspektiv zu schaffen pu Beem 4 gesiegufen. Den Trottoir wie lo 4 gesinn ass gëtt och lo nördlech as das lo gedréet, dat heißt, links vum Plan gëtt verlängert, dat gëtt am Kader vun den Infrastrukturbechte vun de Proprietären dann noch iwwerhoel. Für den Bestand eben dort so zu machen, dass da keine Lücke bleibt vom neuen Trottoir zum Bestandstrottoir. Das heißt, dass da eine durchgängige Fußverbindung ist. Voilà, okay, kann man weitergehen. Für zu weisen, mir hatte gerade geschwärzt, dass das Projekt eben auf einem Terra-Leit in einer starken Pond ist. Das heißt, hier haben wir keine Häuser, die platt am Terra stehen, wir haben am den Rez-de-Chaussee Niveau mehr hoch, teilweise sogar mit mäßig Niveauhöchsten wie den Rez-Jardin. Das heißt, für den Terra auszugleichen, am Anfang an auch für zu viel Abschott eben zu vermeiden. Dirsch sind Flachdirsch, die auch begrenzt sollen gehen, und die Hannen sollen Retreat von 2 Meter anhalten, für die massiv verhandelten Häuser ein bisschen zu minimieren. Das gesagt noch auf der nächsten Fiche am 3D, das sind ein paar Durchstellungen, wie das Ganze schon Terra integriert. Das heißt, wir haben am Anfang, wie gesagt, die Gringdirsch, wir haben die 2 Niveau 4 an die 2 anderen halben quasi handeln mit einem Niveau en Retrait, wobei dann die Leute im untersten Niveau, also in stark mit Dave an ihre Gart können gehen. Handeln drohen, das heilgeringt, was teuer gewesen ist, weil es eine Servitut ökologisch aus, wo den Terra am Anfang nicht soll modelliert gehen, für eben den Übergang an den existierenden Terra auch so zu erhalten, um ihn proper zu gestalten. Können wir ein Fero gehen. An dem ganzen Projekt haben wir dann noch probiert, wie wir gefragt gesehen, die Checklist vom Naturpakt umzusetzen. Weil wir haben eben, was Biodiversität betrifft, haben wir eben mit den Beam, die man längst die Straße geplant haben, wo auch viel gesehen wird, dass ganz groß, mit großen Backen, die genug Platz haben, für das die Wurzeln sich können ausdehnen. Wir haben eine Begrenzung von der Flachdirsch viel gesehen, für eben da noch einen zusätzlichen Aspekt zu schaffen. Weil hat einen Drohnen an den Häusern als ein Remodelage vom Terra maximal möglich, an dem sie drische Mauer baut. Das heißt alles anders, dass am Anfang so weit nicht erlaubt, respektiv soll eben forciert gehen. An der ganzen Terra hat eben einen gewissen ökologischen Wertigkeit an der ganzen Demand oder Aufstimmung mit dem Environnement sind dann durch CF-Mesuren, die Werte viel gehen. Das Ganze handelt dem Terra auf einer Parzelle oder Parzellen, die handelt dem PHP außerhalb vom Perimeter liegen. Bei Gewässer haben wir direkt nicht. Da kommen wir gleich noch drauf zurück. Energie positiv planen, haben wir just die Möglichkeit von Solaranlagen auf den Flachdirsch, die eben an der Partie stehen, dass das erlaubt ist. Du hast noch einen Punkt, den könnt gleich zurück, den noch einmal wie auf dem gehen ist. Dann kann man just weitergehen.
bon, Kreislaufwirtschaft hummer hauptsächlich eben die Sache mit der Kringzone bei der Kreuzung wo die Leute straffen können. Sos also relativ schwierig als ein Projekt zu bestimmen. Und den Häuser selber die können wir eben an Topografie integrieren, respektiv für den Raumblé zu minimieren. Also dann ist auch Privatprojekte, die das müssen berücksichtigen, wo Melo und PHP nicht so viel Handhab tun. Klimaangepasste Gebiete als für allem auf Basis von der Entwässerungsplanung, also vom Rehwasser, was wir probiert tun, durch eine Vorschrift von privaten Zentren ob den Parzellen, das Rehwasser kann genutzt gehen. Weil das Parkplätzen an Privataktien möglichst mit Materialien, die wasserdurchlässig sind, gestaltet gehen. Voilà. Betreffend der Mobilität also so, dass man eben eine breiten Trottoir planen von 2 Meter breit, wie gefroht gehen ist. Thematik, dass wir probieren Parkplätze möglichst naturnah zu gestalten, an eben dass die Straße Rue des Seiningen, wie sie ja schon gebaut ist, möglichst verkehrsberuhigt ist, mit Inseln, mit einem Barriere, die nicht ganz anhängt, für die Trafik ein bisschen zu reduzieren. Sonst, das ist ein direkter Achse auf eine Busserie, die relativ null Leute da. So ist das Projekt aber seine Envergure relativ klein, dass in Dolo keine größeren Mesuren umsetzen. Dann können wir noch weitergehen, wenn es gibt. Das Projekt hat seine Prozedur durchlaufen, an dem es eben eine Enquete publik gemacht hat, und eben auf dem Ministergang für den Avis zu fragen. Die Remarken waren eigentlich nicht allzu negativ, wir haben nicht ganz viele große Änderungen müssen vorholen. Die einzige größte Remarke, die kommt aus mit der Fluidität vom Trottoir, weil wir den E-Parking für den Jumeläen gesehen hatten, an E-Parking für los 5. Das sieht man mit den rot umkreisten Flächen. Das ist von dem Plan wie ein Prozedurgang ist. Sie haben uns am Anfang eine Remarque gemacht, respektive ein Propos, dass der Gringback den Straßenempfang verkehrsberuhigen soll, ob der falsche Platz stehen, dass in die sollten noch 4 Regeln an der Entrée von der Rue des Seiningen und dafür 2 Parkplätze hier umlosen 5 oder 6 gesehen. Wirklich, dass den aber schon gebaut ist. Ich meine, dem waren sie sich nicht ganz bewusst, als der aber leider nicht möglich. An ähnlich zu Parkplätzen 109 zu kriegen, ohne dass am Beam, die geplant werden, drin leiden. Das war dann aber auch nicht möglich. Die haben mir proposiert, dass wir das Projekt so losen, wie wir eben eine Prozedur geschickt haben, und dazu haben wir dann auch so gesagt, geht, dass das so in der Reihe wäre. Können wir eigentlich gehen. Für den Rest waren es hauptsächlich Remarken, die das Materielles betreffen, die sich interessant aus so waren auch, dass wir eben am Anfang Profession Liberalen über alle Lose viel gesehen hatten. Du hast am Anfang viel gesehen gewirrscht vom Minister, dass in Dom muss für alle Los eben festlegen, wie viel Meter Karren da erlaubt sind. Das haben wir da gemacht, mit Rückspruch mit den Leuten, haben wir da am Anfang ein Undeel vom Apport an das Projekt. Was ja auch das, was wir rauskriegen, haben wir zur fast konstruktible Brüt, die maximal 10% von der ganzen SCB, die wir ausmachen für alles, was nicht wohnen ist, haben wir am Anfang abgedeelt auf die Insellosen, sodass alle Parzellen entsprechend ein kleines Flash Kaffee gesehen für eventuelle Freiberufler, den eben von dem aus eventuell schaffen. Das ist auch an der Annex 1, was den Tableau rekapitulativ betrifft, angemerkt gehen. Das haben wir auch dementsprechend angepasst, wie im Artikel 2 in der Partie Krit. Der Rest
2-3 Sachen, die Überschriften respektive etwas Erstrachenes gewesen haben, was man sollten für mehr Lisibilität, also für das besser lesbar ist, sollten nur passen. Eine Remarque, die nach kommen ist, dass man sollten nicht ein verpflichtend Installation von Solaranlagen vorgesehen, weil das am Anfang nicht den Geltungsbereich von einer Partie gekriegt wäre. Dementsprechend haben wir just gesagt, dass sie ab Mies sind, das heißt, da sind sie kann bauen, dass sie aber nicht obligatoire sind. Voilà. Da gehen wir dann weiter. Das weist dann, ja, das weist am Anfang just eine zusammenfassend den Avis, wie wir wissen aus mit der Skizze, die wir kriegen. Wenn wir noch weitergehen, sind wir dann den zweiten Teil davon und dann sind wir auch schon eigentlich durch mit der Präsentation. Ich gebe euch merci so für die Nullleistungen und wenn der Fragen dazu hat, dann gebe ich euch die gerne Antworten. Merci. Merci mal für die Präsentation, Herr Wengler. Gerne, dass es dort Fragen zum Projekt. Net finde ich für dich man nur rauen. Merci. Keng froh. Salut hat nem Jour abs gesot, iwwer den Espacefaire Cerny, wat Coulé vert betrifft. Du hast du kein Antwort von. Sie hatte geschrieben, dass Konto-Schema-Direkteur du Plan d'aménagement général. Ja. Den Schema-Direkteur ist da, wenn ich das richtig gesehen. Ja. An der Präsentation, ich weiß nicht, kann man eine Präsentation gehen? Ganz am Anfang den Extra vom Schema-Direkteur, die gesagt bei letzter Seite aus den Espace-Versioné an der Mitte gesehen, laut Gesetz aus der Schema-Direkteur ist eine Orientierung, das heißt, der PHP kann den umändern, wenn es urbanistisch besser ist. Und wir haben eben aus Gründen, erstens vom Placement vom Trafo, zweitens, weil wir noch an der Kreuzung leid, wo den zentralen Punkt vom Dorf und den Anfang vom Lotissement gelöscht. Wir haben das effektiv am Rapport justifikativ angepasst und argumentiert, für was wir das gemacht haben. Das ist, den Espace wäre aus immer nach 4 gesehen, just auf einem anderen Platz. Und die Änderungen, die wir machen, aber mit dem Argument für was, und das haben wir effektiv noch ergänzt. Voilà. Das ist die Punkt, die wir effektiv aufgeschafft haben. Merci. Ja, Serge, du hast ein froh. Ja, merci. Guten Abend, Algo. Schema-Direkteur war auch eine Retention angezeichnet. Und die war nur auf dem aktuellen Plan der Visualisation nicht zu gesehen. Wir haben hier eine Linienbebauung. An der Menge Linienbebauung aus von daher hier keine offene Retention am Anfang vorgeschrieben. Okay. Die Retention ist hier am Anfang indirekt durch die Privatzentren, die auf den Privatparzellen sind. Okay. Theoretisch gebe ich da auch durch, wenn Privatparzellen direkt und den Kanal ausschließen oder das Wasser noch an Auflaufen gedacht wird zu versickern. Okay. Aber ja, wenn ich da gucke, den Akkord de Prinzip, den 2024 unterschrieben ging, du was festgehalten, dass Gemenge auf eine Indemnité kompensatoire verzicht. Können die Reichsfondsglied erklären, ich meine, die Frage ist und Herr Bürgermeister, können die Reichsfondsglied erklären, für was auf das Indemnität verzicht wird? Ja, ich meine, da tun wir ja an Deliberation dran geschrieben. Muss noch den Historik da vielleicht gucken, ich meine, wie Diskussionen bei dem PAG bei dem PHP gegangen sind und was Gesetz nach erinnert. Ne? An dem uns als gesagt gehen, sollen im Nachwunitäten gebaut gehen an den Diskussionen, als dann eben festgehalten gehen, dass den Terrain, wo haut dann die Maison Jumlepo Logement abordable drauf stehen können, dass die gehen und Gemeng cediert gehen. Da wären wir eigentlich weit über 25%. Entretemps hat Gesetz geändert. Kann in Loanisch gesehen en Kontrapartie, das steht ja an der Deliberation da noch dran. Gehen ja effektiv gehen 11,17% cediert. Mais für den Rest geht aber ein Trottoir verlängert, den eigentlich nicht am PHP mit 4 gesehen ist. Es gibt auch eine Etude de Lumière gemacht, wo wir gucken, die Duteporten, die müssen verreckelt gehen. Wo die Gemeinde das auch schon gemacht hat, für zu assurieren, dass eben die Straße dann noch belegt ist, so wie die Normen das vorgesehen, die wird gemacht. An den dritten Punkt, als
Pardon. Voilà, schon so Firma ich mengen die Leiit jo am Dosse dran enke 3 no ze soen das Deklarage die gemerk gëtt dats die Erbeschen die do dazu geheieren fir die ëmzubauen dats den Trottoir projeté prolongé au delà de la limite nord du PAP PAP nemi dran Parzahl 1480 iwwer 33 bis bei den bestehende Trottoir an dann alle go die Fredetuden déi fir d'Adaptationsexekuun vun den Erbechten die sind dann noch integralement a charge vum Promoteur. An dann eben dats die Loe eng anzeng fir die Konstruktion de deux maisons jumelées fir Logement abordable die sind ACD à titre gratuit und Gemeng schëtter. An der nationaler die aner Kondition der TV net vergessen, Wa man eng RMT kommen war frohen, da muss man der Joramentere vum PHP an der Proximitéit vum PHP ëmsetzen, an das ha och net ginn, so dats da nicht lokalen Argument mi gëtt fir ze soen du mis den Lohn eng RMT kompensatoire frohen. Okay, merci fir die Explikation. Du hätte können eventuell zum Beispiel mat enger Indemnité kompensatoire hätte können eng Spielplatz Neuhausen aménagieren, weil der sind der dort viel an dem Eck. Gut, mir eng einer vor nach du hast fir tun gesagt, dass du Promoteur hun den Fré vun Infrastrukturen du bedeligt, das ein gut Sach an Kloen eng an seng, wat du dann abordablen Wohningsraum gëtt. Gëtt de vun engem öffentlichen Promoteur gebaut oder wéi können wir dat firstellen, hoe dat doch schon eng Idee wie dat do weitergeht. Nee, dat ist dat noch net festgelöet, méi als Strategie eigentlich fir dat net selber ze machen, mir fir effektiv man eng Promoteurpublik ze summen zu machen. Muss gucken, ob en fënd méi do gin jo haut aner Akteuren an dem Domain, die Gros Akteuren, die mat mécher Projekt gemacht hun, déi so am Prinzip, dats dat ze kleng fir se ass, dat sie net interesseiert. Me sinn do mat vielen anderen Leute am Gespräch mir festgelöet, aber net am Kader vun dem DoProjekt, do ma mir hautrechte PHP, méi an der Rue Jean Bouf feier ma jo so Diskussionen defir ich mein, den Hintergrund das selvechte mé lo spezifisch op den Halbprojekt hummer dann et gemerk ich muss de PHP durch Prozedur kräen an dann och den Akt machen an dann könne man Projekt machen fir die Häuser. Ja, okay, gut. Ich meine, die Häuser, das wird ja echt für Familien Sinn. Aber wenn du zum Beispiel die Möglichkeit hat, für ein Logement integriert zu machen, da können zum Beispiel 4 Unitäten auf der Platz kreieren, was an Eisenach gibt, dann noch Wohnungsraum für echte Jungleute schaffen, wo auch der Besoin ganz klar an der Gemeinde ist, weil ich meine, es sind viele Junker, die jo gern ha an der Gemenge wollen wohnen bleiben. Ich meine, wir haben schon Trujan Rauf gesot, wo man 2x6 Unitäten werden kriegen als abordable Logementer, 2x6 Appartementer, noch am Schmer Bremen, nicht am Schmer Bremen, mehr am Projekt Bremen, durch das auch 2x6 Appartementer jo 4 gesehen. Könnte recht do van Malo bei denen Probleme auf Wohnungsraum sind oder Schaff Wohnungsraum sind, können recht do vielleicht so, wo der Martinen Projekt Dro sieht von schläft. Ja, ich meine, dat ma her no bei den Question, ich mein Schwarz mal den Punkt PHP, schläst man den fir do, wann no hummer jo Punkt jo en Question ekrit gemerk, op de kom Jonner zurück, wo man do Schwarz man an iwwer einer Projekt. Ich meine Lummer de PHP ha an der Rue des Senningen, an ich wollte froh, ob nach einer froh gehen. Ich meine, der Wengler ist nachher, ja. Die Häuser gehen ja am Hang gebaut an schon irgendwo gelesen, dass du vielleicht Probleme könnte sehen, dass das sagt, du rutscht oder hast du eine Etude gemacht, wie stabil das du hast? Menges Wissens hast die Etude noch nicht gemacht. Wir haben auch Mengen nicht den Hinweis gekriegt, dass das rutschen soll. Me am Prinzip, wann dann do so gebaut gin, dann hast du de Leute für ein Privatprojekt zu gucken, ob den Terra stabil ist oder nicht.
Ja, ich meine, bei Projekt haut Tütes Hol eigentlich generell gemerkt hat, ja praktisch nicht mehr gebaut, dass eine Tütes Hol gemerkt hat, die am Kader vom Projekt die dann auch gemacht und das ist aber Bauherr selber ja da zu Not zu weisen, dass sein Haus statisch und von den Fundamenten hier so baut, dass die Risiko nicht gehen ist. Ne? Das ist sicher keine einfache Situation für zu bauen. Das geht flachen Terrain, wird wahrscheinlich auch besser sowieso gekostet. Ich meine, das ist aber nicht unmöglich für zu machen. Und stehe oben drüber, stehe auch schon Häuser. Also das wird schon technisch, dass das kein unlösbares Problem ist. Natürlich müssen die Leute sich bewusst sein, dass die Etüde müssen machen und dass das Haus so muss statisch ausgelöst gehen, dass es so an die Hanglage passt. Weil den du vielleicht noch beisetzen mir hun auch geguckt dafür die Ausformierung noch mäßig geht von Überhechten mal angebaut, dass den Dall eben am gewussten Boden kann abgebaut gehen an das den irgendwo fliegt man abgeschottenem Boden, also da das schon geguckt gehen, dass man da die Häuser auch proper an den Terra implementieren. Ja, Nachfrohenheit zum Projekt. Ja, nee, vielleicht schon eine Ummerkung, den Partiekrit vom PAG, die sieht das ja auch aus, dass du Probleme mit der Bodenbeschaffenheit sind. Das heißt, du wirst aber auch schon da mal zu rechnen sein. Nach einer Frohe. Gut, ich meine, da könnte man halt zum Wort kommen. Sauber schön. Am Schulzinger Progression, ja. Prinz Herrsch. Ja. Dreisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Ocharini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Also ja, merci für das Wort. Herr Wengler, merci für die Präsentation. Und dann, voilà, dann haben wir die PHP, können wir den so an die Prozedur. Merci, schönen Abend. Voilà, dann kommen wir zu unserem zweiten Punkt. Und das ist dann die Approbation von den Plänen auf dem Devis für die Extension von der Roseraie zu Minsbüch. Und dafür ist Madame Weierhey und sie wird das Projekt präsentieren und erklären. Okay. Schönen guten Abend. Dann vielmals merci, dass das erste Projekt von der Roseraie der vorstellen. Das ist eine Extension von dem Projekt, den wir schon einige für Jahre realisiert haben. Weil draußen Freunde mit denen zu erfassen, diese Disposition und nicht zu Weg kommen, brauchen sie ein bisschen mehr an neue Flächen. Und da haben wir gemeinsam eigentlich für ein paar Jahre schon diverse Varianten ausgeschafft gehabt, gemeinsam eine Variante zurückbehalten, die ich an der nächsten ging präsentieren. Weil hier sieht das sieht, dass just für dem Schloss die Große Wies, von der wir hier schwätzen, variiert als die bestehende Roseraie, die eben wirklich am Moment praktisch komplett exploitiert, dass sie heute noch ein paar Surfassen, die können bepflanzt gehen, aber dass sie just nach minimal Surface frei, sodass man dem Projekt hier wollte gucken, den Anschluss und die bestehende Roseraie zu finden. Am Laufe der Jahre ist ja auch der Sinnesvater entstanden, den durch die Wies auch feiert, die aber leider unglücklicherweise ein bisschen dezentralisiert, ob Eisachse von der initialen Roseraie rauskommen. Natürlich, wir gingen noch da gerne ein bisschen intervenieren, eine kleine Adaptationen machen, werde ich erst dann an der nächsten Slide auch weisen. Hier ein bisschen ein paar Fotos, just für erst an den Kopf zu rufen, wie es am Moment auf dem Site ausgesehen, also wir große Wieseflächen, und wir haben punktuell den einen oder anderen Mobilier urbain, an den Randbereichen eben die verschiedenen Aktivitäten, die
du kann an dem Sinnesklangbereich eben von denen profitieren. Wir wollten voilà, der könnt auf die nächste Seite kommen, ja. Der Projekt sich wären 3 Zonen, die am Laufe der Zeit sollten sich entwickeln. Das heißt, wir haben den Achse von den paar Japonais, wie wir sie nennen, dem kleinen Part, den durch die Wies fährt, eben darunter ugedockt, gingen aber den D'entrée ein bisschen verlagern, für das wir eben auch dann eine Kontinuität zur Bestehung der Roserie kriegen. Wir hatten eine erste Zone eben an dem nördlichsten Bereich und eine zweite an der Mitte für der große Rotbisch, an ein dritt eben in Richtung Weiher. Am Moment gingen wir aber just von der die nächste so fast just die Zone High konsiderieren, das heißt Zone in dann 2 in einer ersten Phase exekutieren. Weil er ein bisschen Zoom eben auf die 2 Zonen, die wir gingen aménagieren, ein bisschen an demselben Prinzip wie die Pflanzbereiche, die man oben hat, just eben millinär, mit von der Materialität hier, von der Wehr, und so ging man dasselbe Material ansetzen, für das man eben auch optisch dieselbe Konnexionen kriegen. Wir gingen auch ob alle Zonen 2 Rosebeete integrieren, die dann similär auch sind zu den bestehenden Rosebeeten. Da sind immer ein bisschen dieselbe Spruch eigentlich schwätzt an den 2 Bereichen. Weil wenn der Heige sieht, der Rosebau, wie ihn auch am Moment schon an der Roserie steht, die ging man eben ob Alkäst längser jetzt vom Part ein Keier abstellen und so sozusagen ein Entree schaffen für alle Pflanzbereiche, den dann neu dabei könnt. Just ein paar Bilder für den Projekt, wie er im Moment besteht, zu weisen an die Materialitäten, die dort zum Einsatz kommen. Das heißt, wir hatten die eben auch am Stabilizer, wie wir sie realisieren. Wir hatten Pflanzbereiche mit den Stuhlkanten, die auch eben darum gingen zum Einsatz kommen. Und dann eben die Rosebeete, die wir dort dazwischen tun. Wenn wir den Devis von der ganzen Geschichte gucken, haben wir natürlich Travaux Präparatoires für die Redressementsarbeiten zu machen, von der Wehr für kleine Adaptationen zu machen, für den Site zu präparieren, für eine Notarbeiten zu realisieren. Da sind wir bei 19.380 €, so ein Schlummel abgeräumt. Wir haben Terroristarbeiten, weil wir aber relativ viel Stuhl zum Ersatz bringen für dieselbe Charakter, eben hier zu stellen für 50.000 €. Mit Kanalsarbeiten, weil auch Hai natürlich gerade bei denen Wetterkonditionen, die wir im Moment tun, wir natürlich für die Pflanzen auch immer im Wasser brauchen, gingen wir den Akkord vom Wasser rüberleden über den Schacht, den am Randbereich vom Park gleitet. Das heißt, wir müssen auch durch Infrastrukturarbeiten machen, wir müssen den Reso verlängern und 2 Hydranten setzen, für das den Arrosage kann garantiert gehen von dem Site. Dann haben wir eben die Revêtementsarbeiten, die wir anlegen, auch für 16.340 €. Dann muss man das Ganze natürlich auch planfähig machen und die ganze Chantier zurückbauen. Das heißt, wir müssen die so fassen, die eben bereit sind, an die muss immer Stand gesagt gehen, auch redressieren für 8.400 € und dann haben wir ein paar Regiesarbeiten für 1.190 € vorgesehen. Das heißt, wir kämen auf ein Total von 103.297,50 €, eben TTC von 120.858,08 €. Und das Ganze dann eben dabei kommen dann auch nach Eishonorären mit einem Montant von 19.670 € an einem TTC von 22.000 €, weil das dann ein totales Budget von 143 möchte mehr abgerundet eben auf 150.000 € für die Projekt müssten konsiderieren, für können zu realisieren. Voilà, das war es. Merci für die Aufmerksamkeit. Merci. Und dann war ja von all die Explikationen. Ich habe vielleicht in der Einladung nicht viel gesagt. Ich wollte aber ein paar Sachen noch dabei tun. Ich meine, der Park gehört nicht der Gemeinde, das wisst ihr, das Bâtiment public. Wir haben aber mit ihnen das aufgeklärt. Also der Staat ist eigentlich auch ganz froh,
wann wir dat machen, da sind eng Opwertung fir de Park. Natürlich gi Siedlo selber net finanzieren, das eben dann un der Gemeng fir dat ze machen. Ich meine den Roserie könnt ganz gut tun, hat viel eng touristische Attraktion, wo Leute aber viel Hainer kommen op Minzbech fir se Stadt unzugucken. Wir sind lo am Programm von der Luga mat dabei, lo als Satelliten nennen sie dat, ich mengen sie waren aber auch ganz froh an Präsidentin war auch Bayer ist wie man heute Ouvertür gemacht hun sonden die dann einfach ganz froh ist dat Roserie von Minzbech an ihrem Programm hat dabei, also ich menge das schon wirklich ein exceptionelles Hit. Den mat der heiter Erweiterung, weil ich mengen das lo kein Platz méi. Gin awer immer ëm neue Rosen noch do entwickelt, mir ganz viel Rosen dafen. Also ich mengen das schon den Rosefreund zu verdanken, dass da war wirklich lieft an do ganz viel geschieht. An so mengen ich, dass het ganz natürlich ist, dass in der Nord guckt, fir do die Vergrößerung zu machen. Et sind 3 Deler 4 gesinn hun Plan gesinn, mir hun awer zu Summe Martinen gesot giffen nur recht 2 Deler gemerk sie packen dat sos net dat run ze planzen, dann lass dat zervi lang als Chantier bleif dat an Bruch leiien an wahrscheinlich gëtt an die Lächtfaser an 3 Joer gemerk, wann wie schnell geht man, da muss man nach gucken, das auch de Wiener dran, weil das muss man Preise ja muss an Mu gepasst gehen und so weiter vu soll am de Wie rausgelos das awer fir gesinn dann den dritten Deel dann erwer ze machen was sie so los immer so weit und 2-3 Jahre da könne man dat machen. Voilà, mir hunn mam Staat hat geguckt, mir hunn de formellen Akkor na net méi dat das awer recht streng administrativ sag, also sie hun ist dat zouugesot an dat werd auch klappen, dats man de Stempel dann lo an nächster Zeit gekree werden an dat steht dem Projekt neicht an de Face. Für Schmengelo da bestehen umzusetzen, die Planning ein bisschen, du meinst noch nicht drüber gesucht, ne? Nee, du hast schon nicht drüber gesucht. Also wie gesagt, wir haben die Bordeaux sind am Ausschaffen, das ist praktisch fertig. Also Kind im Moment können wir da Eis lancieren und auf den Weg machen, für das zu exekutieren. Und da werden wir Ende des Jahres, wenn dann wir dürfen, wenn der Go da ist, dann können wir das dann auch an Ucker folgen. Ja, so dass dann am Frühjahr wahrscheinlich kann aufhängen. Dazu können Pflanzen, so, genau. Voilà. Ja. Das ist mal der Plan. Gehen jetzt sonst nach Frohe. Ja, Nico. Merci, Madame Weyer, für die flotte Präsentation, die ganz fachmännische Präsentation. Ich sehe Ihnen, dass die Rosegärde eine richtig Success-Story gibt. Und ich sehe Ihnen noch, dass der Fett, dass man so etwas an der Gemeinde Hund Leute motiviert, Rosen bei sich daheim zu pflanzen. Weil ich sehe mehr und mehr Rosen an der Gärte, auch immer an der Viergärtdächer oder an der Gärte an den Häusern. Das ist eine ganz positive Entwicklung. Ich hätte schon praktisch froh, auf dem Site, den du weißt, durch die Beam, ich froh, als die neu anlernen, durch schonen die Beam kommen, die lernst die Beam oder müssen die Beam, ich sind zwar nicht die schönste Beam, ich meine, die Quatscho-Beam, und ich bin nicht die durchstehen, touchiert die Anlage, die bestehen Beam nicht. Ja, im Prinzip können wir halbmeist von der Beam waschen, da den sich, was man eben wollte machen, als die pur Dallen zu verlieren, für das wir den Ausschluss kriegen. Mir dat sie auch schon Dallen 5 cm dick, die bis an den Sand gelöscht gehen. Also da gehen wir eigentlich nicht weiter an irgendeinen Wurzelbereich ran. Aber für den Rest sind wir eigentlich wasch von der Beam. Ich hoffe, dass man keine Surprise kriegt. Wenn es soll sein, dann muss man, also für diese Maßnahme sie getroffen, die Beam müssen sowieso geschützt gehen. Den steht relativ schief, also wie lange den auch stur bleibt für sich aus, mit dem wir keinen Abfluss drauf. Also das, ja, an den Zustand von der Beam muss man vielleicht auch noch reinkommen mit Bâtiment Public schwatzen, dass sie ein bisschen ein Entretien machen, ein bisschen Mischpläne rausschneiden und so. Aber ja, für die Inklination, die im Moment nur, das können wir nicht, wir gehen nicht und Beam drin. Also wir werden sie schützen. Nico. Merci. Eng andere Remarque, Alkeier, wann du hingehen, das schön wieder, ich meine, das haben wir dieses Weekend bemerkt, da steht ihn da an der Sonne, und du wäre froh, wenn ein bisschen mehr Beam oder mehr Schiert da wäre. Wie der Teil nicht vielleicht im Moment, wie auch zu überlegen, dass ich vielleicht nach ein oder einen anderen zusätzlichen Baum da hinpflanzt, dass ihn am Fall, wo so Präsentationen, so Evenementen sind, dass ihn da ein bisschen Schiert hat. Ja. Da kann ich vielleicht einen Kontakt mit der Administration abholen, erfahren, ob sie da gewollt sind, nach zusätzlich etwas
zu pflanzen. Das war noch nicht alles Demand am Kader von diesem Projekt. Das ist 3 waren Demand für Extensionen zu schaffen, für zusätzlich Rosen können auf die Seite zu bringen, für die neu entwickelte Rosen eben auch können zu pflanzen, weil am bestehenden Gärten kein Platz mehr ist. Ich meine, bon, auch der Gärtner von hinten aus vielleicht nicht aufgeneigt, da musste man dann einen Kontakt aufsetzen und eine Chance finden. Ja, das ist ja auch so, dass die ganz Buchsusen, die haben 100 Löffel gekriegt, das ist ja auch alles nicht ganz schön, mir fällt eben auch nicht an diesen Projekt ran. Da müssen da vielleicht auch ein mal hingucken, was sie wirklich, ob sie das wollen ersetzen oder nicht, weil die Bullen und so noch die Hecken urven, die du hast den Mut einfach dran gegangen, und wenn die pestizidfrei ist, und dann hilft das nicht immer für du mit der Hand das zu intervenieren, für das umzugehen, ist relativ schwierig. Da muss ich Optionen sichern, mit denen dann das Projekt immer auffallen. Nee, ich meine, am Kader vom Projekt werden wir permanente Kontakt mit ihnen sind, und dann haben wir die in der Mann, da schwätzen wir das mit ihnen nun. Ich meine, du hast bestimmt nach Spielraum nur, wenn du bestimmt nach Samen musst du mit denen gucken. Voilà, wo der gerade heute sitzt, wir haben da noch eine Question gekriegt, über der bestimmt Kirfürst, wenn der vielleicht da wollt, so wie es da für geht. Voilà, wir sind da am Gangen, das ganze Dossier als leider alles prato. Wir freuen die verschiedenen Demandoffren, das heißt, wir haben lo vereinbart gehabt, dass wir eben Demandoffren machen für den Großœuvre oder für die Wehr umzulegen. Wir machen einen für Zerrerie und einen für die Marbrerie oder die Steinarbeiten. Das heißt, da kriegen wir dann jeweils nach 4 Congé kollektiv Doffren ran, werden die auswerten, und da muss man alles zusammensetzen, für das zu vergehen. Und wir werden alles dran setzen, dass wir für den 1. November das Passat fertig kriegen. Ob man mit der Mauer, weil es eine drische Mauer ist, die braucht ein bisschen Zeit für die Exekution. Hier kriegen bis 9. November will ich meine Hand nicht an Feuer legen, aber auf alle Fall Passat geht fertig, und die ist dann für Ende des Jahres wirklich auch ersetzbereit. Ich meine, die drische Mauer ist auch die Extension vom Kirfürst. Das ist die Extension vom Kirfürst. Das ist schon nicht so viel mehr, wenn man so arbeiten Kirfürst, wo über die Griffe stehen, das wäre nicht ganz optimal. Voilà, nee. Voilà. Nur mal die Informationen hat mal. Das geht vom Zeitplan geht das aus, das ist kein Problem. Okay, vielen Dank, merci. Wenn kein Froh sind, dann kommen wir zum Wort. Sauber, Jules? Mam Jules Singer Prokuration, ja. Trein Serge? Ja. Treisen Paul? Ja. Matsch Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Fogerini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nagel Anne-Marie? Ja. Und ich selber auch. Voilà, dann vielen Dank, merci für die Präsentation. Und dann gehen wir das Projekt so ja unten. Das ist so nicht, merci. Merci, Madame. Schönen Abend. Ja, schönen Abend. Voilà, da kommen wir bei dem Punkt 2.2. Da geht es darum, für den Schafferrot zu autorisieren, das en Justice. Der wisst, wir sind mit der Umweltautorisation am Gange, für einen Fußgänger Velosweg zu bauen, von der Minzberger bis an zur Aktivität. Wir haben ja im Prinzip kein Problem mit der Autorisation. Wir sind schon mit Kompensationsmesuren schon umgesetzt. Wir sind bereit, auch noch weiter Kompensationsmesuren zu machen. Es geht ja hier um Tierselmaus, die bei der Etude auch noch nicht selber gesehen ist. Mit das aber Code von der Tierselmaus von gehen, sodass ich davon aus muss gehen, dass sie da ist. Wir wissen aber nicht, wie viel. Und können noch mit Nistkästen abhängen, können eine Holzcape machen. Das ist auch der Weg, wie sehr fand, weil sie auch nicht. Die Hecke kommen ja nicht alle gewäsch. Das große Heckebestand, der noch bestehen bleibt. Das ist eben just da, wo der WLAN geht, wo wir die Hecke müssen dann eben ummachen. Und dafür haben wir schon neu angepflanzt. Und das ist auch so, dass von den mit einer Experten schwätzt, die so ein Hirselmaus hat Hecken am Anfang gern. Und das ab 15 Jahren ein Heck. Ne? Und wir pflanzen dann noch neu und sollen dann, das ist so ein Problem, warten, bis wir aufhängen mit Schaffen, 5 Jahre lang Monitoring machen, gucken, wie aus der Entwicklung hat Hirselmaus die neue Hecken angeholt, wie das Junghecke sind, möchte das noch 5 Jahre überhaupt keinen Sinn. Das sind auf jeden Fall Leute, die sich damit rauskennen, die das sagen. Und da sind auch Kontakte
immer Minister fir als gucken mir noch lo eng neue Edition krit vun dem wie méi den ass praktisch selvech fir die Version du just lo Parzellennummer dran du versteht lokeen wat dummer der Gemeng das wat relativ sicher ass das den Delé an dem man könne reklamieren nei uleft a mir hun noch lo Rendevous ma Minister de 14. Juli fir dat tot zu schwätzen a mir wollten Avalo de Gemengerot frohe wann dat alles neich bringt a die Autorisation net ëmgern hat gëtt a mir die 5 Jahre miste warden, dats man dann awer op dem Tribunal administrativ ginge goen weil Gesetz gëtt die Domkeeten alle goet kann en soweit goen mit hängt awer immer vun der Situation of a wie ich lo schon e bëssen erklärt huet sinn awer als Büro an anderer der Meinung, dass dat an dieser Situation wie mehr sinn wie das nach Bestand do ass wie dat also net alles so wäsch gemerkt gëtt noch eben wie gesot net richtig schnogewiesen als Votiesselmaus da sitzt der enger Seite op der anderen Seite wie das nach kann zusätzlich mesuren holen dass man do aber eigentlich zu streng behandelt gin an dat net miste so als Autorisation eben am Raum stoen dat das lo als Propos für dann ever wann dat lo alles zunächst feiert dann ever dann noch do op den Tribunal administrativ zu go méfir run wie gesot hummer nach Gespräche immer nach Kontakt sinn do froh ja Champ. Ich wollte eng vorstellen bei so Projekten as dofte so dat se neich Kammer den Terra huet da se muss bei der Pat bei den Privatleit goen fir den Terra zu kreieren sos mechte neicht ha hast dat alles geklärt dat war eng lang Vihabicht fir de Wapi Terra zu kreieren nach dat der Bänke raus da mis der Wort Verwaltung de Minister Frausinn wann en Dir vorre gemerk huet, dann noch de Gemengen gen kommen haget neicht verdöwen an neicht gëtt just nëmmen gëtt eng Gesprächen an hier vun de Läen an weiter sovi hun dürfir also de wenig onlogisch dats do dat so die Probleme gemerk gëtt dat kann machen an et Assment vun der Sicherheit vun de Leiit, die do das mussssen Landstroos an Industrie zu laufen, dass eng Verbesserung von den Leuten, die man zurückkommen oder die den Auto do parken, für hin zu gehen, dass wir jetzt eng Verbesserung just mit nicht machen, das ist unverständlich. Ja, also ich meine, wir sind nicht dagegen zu kompensieren, wir 100 Jahre gemacht, wir wollen alles mehr für das Tisselmaus ein Habitat behält. Wir wollen just nicht die 5 Jahre warten, weil doch nicht springt, das müssen wir da recht auf 15 Jahre warten. Und ich meine, das bisschen do auch, wir wollen Natur schützen, auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass Sandmobilität auch umweltfreundlich ist, also das ist ein bisschen do, wo die Katze schon den Schwanz beißt, und wir hoffen, dass wir do einfach eine andere Lesung finden, die euch auch dann entgehen könnt. Das ist noch froh, Paul, ja. Als froh war just der ist, dass die geht das Minister Rendevous auf der Platz selber oder weil das viel also wird wichtig mal Minister selber auf der Platz zu gucken aneben du hast für selber beantwortet die froh die man gestalten verstehe ich mal Minister Schweizer immer schreiben also immer auf Gericht gehen ja voilà also ich mein Doslo als ein Gang kommt auch dass den Navilo neu geschrieben gehen hast was hat man die Zeit noch nicht mehr gehabt da wird Rendevous nom de lege wir schmelen den neu un so dass das kann machen bon das war wichtig dass man schon Mengeg Stoen gin opstelle war net, dann gi man net op dem Tribunal bis das neich geschie eng Decision geholt a fir recht probéier man natürlich op de Männer we Verständnis fan. Ich hatte awer schon enke davor gespart wie he war hat an der Schlammwiese klengen Interview fir die nei Hëlle vun die Togie fir Biotopen. Du war jo he, du hat ich profitéiert fir ze so he du hast de Problem. Dat hicht wees schon beschede kennen doch dëmmfeld muss man gucken, dass man do kommen vielleicht schon Zeit auch Material Leute zu gucken ich hoffe dass das an eine Richtung geht wann du kein froh wir sind dann müssten auch darüber aufstimmen Schulsinger Progression ja Serge ja Paul ja Nico ja Altmann Jean-Marie ja Aisha Serge ja Fujarini Nora Ja. Kaufmann Jump Ja. Kaiser Andy ja Nagel Anne-Marie ja Anne auch merci. Den dritte Punkt bringt es Serge aus. Voilà, merci. Ich mir kommen zu der Präsentation von Kontogestion vom Konto administrativ von 2023. Fängt man am Konto 2023 an.
Einig als Rappel mir schließen de Kont 2023 am ordinäre mat engem Boni vun 8.192.962,9 auf an am extraordinären man engem Perd vu 7.446.977,50. Am Rapport von 2022 vu 14,7 Millionen hummer dann um en vun 2023 nach Rapport vun 15,4 Millionen am positiven Ivrech. Weil du de Kontogestion betrifft, weil die ensche Macht die Familienminister kommmers, die mit am Dossier gesinn, dat den Konto spät kloturiert ginnners mir hört Dr geantwort, dat gef Besserung geloben an Stand haut as doch so haut novent. Fir 5 was so, dat de Kont Mo soll aufgeschloss gin netcht, dat man näst Jahr ihrer Macht kennt als Spuren näst Jahr fir exist wieder 24 kennt man ihrer Macht Spuren, dat man das Jahr probiert hunn alles runzusetzen, fir dat man 34. Juni de kon zo hunn an dann déi Remark enker net gefe kräen. Voilà, ich mein, dat fir de Kongestion, da mis man den wie dicht aufstimmen. Sauber Jules? Oder sind nach frohen? Sauber Jules? Mam Schulzinger Progression ja. Heinz Serge? Ja. Tyson Paul? Ja. Petsch Nico? Ja. Hartmann Jean-Marie? Ja. Aisha Serge? Ja. Rogerini Nora? Ja. Kaufmann Jump? Ja. Kaiser Andy? Ja. Nageland Marie? Ja. Anne Joch. Merci. Voilà, da kommen wir zum Kont administrativ. Do waren dann pu Remarke méi vum Innenminister kom skift an kurz op de agoen. Dat eich dat war par rapport zum PRP umklappt. Do war een Suivi vum Kontroll vum Lächte Joer, dat man do d'indemnité kompensatoire an net bezuelt gin wär an dat kein Garantie bankär an der Lech gin ass an der Swi vun den Remark vum Lächte Joer hat man eng Rechnung offiziell ausstalt und de Promote vun dem PRP. Do vun as klengen Deel bezuelt gin, awer de grössen Deel iwwer d'indemnité kompensatoire, die ass bis haut an net bezuelt. Wir sind doch an run, dat der soll bezuelt gin an dementsprechend er doch dem Innenminister mat gedeelt an wat den Garantiebankär betrifft do so dat die Erbeschnall gëtt aufgeschloss gët sine muss net Raklech gemacht gin, so dat man do desideiert hat ich mein, auch schon last Jahr, dat man net méi nachgefen en Garantiebankär vor fir Erbeschen die schon aufgeschloss sind. Voilà, ich mein, den zweite Punkt dat war dat man den Konto spät kloturiert hunn, dat hat ich erklärt, dat man do Jahr wette besser sinn. Dann encaissement non conforme aux dispositions de l'article 108 vom Gemengegesetz. Der Punkt hat als bisschen überrascht, weil man von nicht verstanden hat während dem Kontrolle oder ist. Alle und mir hatten nicht keine Remark dazu gemerkt während dem Kontrolle selber. Dafür wissen man nicht genau, was du mal der Menge. Auf jeden Fall haben ihnen die Deliberation geschickt, die besteht, wo zwei von unseren Agenten die Affirmation haben oder die Befugnis haben, die Delegation haben, für das können zu machen, für die Encaissementer zu machen. Wir haben ihnen das geschickt, wir haben ihnen die Pièce geschickt, dass auch keine weitere Retour kommt, sodass man davon ausgehen, dass das an der Reihe ist. Dann könnte der Punkt von den Taxen und Relevanzen, was die Kanaltaxe betrifft, für alles, was Oreska-Sektor ist, voilà, da ist es so, dass wir am Anfang nicht fügen, dass wir als Reglement der Stunde, dass alle Parzellen just ein Konto hat, wo wir am Anfang keine Übersicht darüber, ob wenn in einem Gebäude, wo ein Oreska ist, und auch ein Logement ist, wie viel Teil davon konsumiert, und dafür ist es auch unmöglich, haut präzise können zu verrechnen, den Teil Oreska-Konsumation zum Tor von der Oreska an den Deel Logement zum Logement. Bon, voilà. Wir sind mal da Service am Gang zu gucken. Ich meine, wir haben noch der Moje Martine geschwärzt, für zu gucken, inwiefern es entweder möglich ist, die so können eine Schätzung machen, für einen herauszufahren, wie man können als Reglement aufpassen, dass man so in Situationen können Behörden kriegen. Ich meine, das gibt dann mehr Gemengen die Problematik, an die ist nicht so einfach zu lesen, wie da steht. Wir sind am Gang mal da Service darunter zu schaffen. Dann krut man eng Amont an Depens ordinären, wo man bis zu spät deklariert beim Centre commun. Bon, das ist eine kleine Geschichte. Ich meine, du war effektiv nur blie geschieht von unserer Ressourcen, für das zu deklarieren. Du krut man kleine Amont, die man müssen bezahlen, das soll nicht viel kommen. Ich meine, sie gucken, dass das besser klappt. Und da waren auch bei zwei von unseren Employés und Funktionären, wo kleine Probleme waren mit der Berechnung vom 13. Monat. Ich meine, bei den Mengenagenda so, dass die nicht genug gekriegt hat, wie ein gegangen ist. Da sind wir am Gang, das nur zu rechnen, für das nur zu bezahlen. Und bei dem zweiten Agenda ist es so, dass den Empfang zu viel gekriegt hat, weil das nicht richtig angedroht war, wie nicht der Changement de Carrière war. Und da haben wir auch ein Arrangement mit dem
haut funktionär fand, dat den déi Suen am 13. Monat vun diesem Joer aufgehalten krit, wat dort Demos viel bezahlt krit huet. Voilà, ich mein, dat waren bisschen die verschiedene Mark vom Minister an als Kommentaren, die man dazu vertun. Und der Welt kann ich schüss nach so wie mir auch gesagt, die konnten zo machen, kann ich schon so wat kommt 2024 oder werd aufschließen, du also so dat man fan de Kant och do kleinen Iwerschoss werden hunn an man empfang dann hanno de Gesamtiwerschoss hun vu 17,2 17 Millionen an 272.000 Euro. Für 2024 werden aufschließen. Voilà. Ich meine, das stimmt noch immer ganz gut. Da. Ich muss auch sagen, wir sind aber auch froh, wenn wir können als Projekt weitertreiben und als Geld können ausgehen, für die Infrastrukturen zu machen. Merci Serge, sind du noch froh? Kein Frohen, da kommen wir direkt zum Wort. Das ist aber Jules. Mam Jules in der Prokuration, ja. Da ist Serge. Ja. Da ist ein Paul. Ja. Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Dann haben wir noch einen Punkt für einen neuen Budgetartikel, Serge von Schlift. Voilà, das im Kader vom Projekt von der Rosrede, der gerade 4 gestaltet wird, da war effektiv kein Budget für das Jahr 4 gesehen, weil man da aber mehr sehr 4 kommen, wie wir geplant hatten. Das wäre viel gesehen, für dann Budgetartikel zu kreieren, für die Arbeiten, die du musst gemacht gehen und dann die 150.000 Euro, die viel gesehen sind, auch für das Jahr schon integral 40 gesehen. Du ein froh. Menge nicht. Da stimmt auch darüber auf. Sauber Jules. Mam Jules in der Prokuration, ja. Freund Serge. Ja. Traisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci vielmals. Dann hat man einen feierten Punkt, das wäre dann am Kader vom 50. Anniversaire vom Conseil National des Femmes. Da ist es so, dass wir irgendwie den Mond nicht gekriegt haben, auf jeden Fall nicht gefunden haben an unseren Kurien. Und nicht dran, wenn wir uns aber kontaktiert, da gefragt, was macht ihr da, macht ihr etwas? Und du vielleicht an den Mond von den Rand noch am Dossier. Und da ist, und dann haben wir direkt gesagt, ja, wir machen dann etwas, und bon, wir wollen aber immer ein bisschen in einer Relation zu bleiben, zu den Donen, wo wir dann bei Eis machen und so weiter, und dafür wird man halt 4 schlagen, dann an die dran, wenn wir statt dann noch 250 Euro da durchzustimmen. Und der Conseil National des Femmes für 50 Jahre Anniversaire, 50 Jahre bestehen. Kein Dach, ein froh, Serge. Ja, nicht unbedingt ein froh. Ach, kann doch. Wir haben uns nicht so Gedanken gemacht, wie wir den Kurier von den dran gesehen haben. Aber hat der Chef oder eventuell schon vielleicht Fusionsgespräche mit den dran gefangen, oder? Nee, du kannst ganz offiziell nicht so. Also Fusionsgespräche gehen kein, wenn ich fand immer, Fusion muss ja bottom-up, wenn ein größeren Druck da wäre von der Bevölkerung, da können die dann sicher immer so Gespräche feiern. Aber am Moment hast du nicht viel Dynamik da drin. Nee, also einfach, voilà, sie wollten einfach wissen, was man dir und du hast mir gesagt, oh wei, wir haben überhaupt nicht gekriegt und du hast so aufgestimmt. Voilà. Gut, dann gehen wir darüber stimmen, wann schläft Sauber Jules. Mit der Prokuration von Jules, ja. Da ein Serge. Ja. Da ist ein Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jamp. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Ich will aber noch dazu beifügen, wir sind aber immer in engen Kontakt mit unseren Kollegen von den Dritten. Wir hatten eine Reunion da. Wir mussten aber viele Projekte zusammen machen. Wir waren zusammen die Straße, wo dann ein neues Recyclingzentrum, eine neue Pumpschiffskaserne können. Also das permanent Kontakt und das muss auch so sein, weil ich meine, zusammen schafft den einfach besser. Voilà, da wären wir beim 4. Punkt, Reglement Communaux. Da ist es so, dass man als Verkehrsreglement für die Rue de la Forêt angepasst hat, für dass der Schulbus kann da bei den Stipi fuhr, wobei auch der Schulbus ja nicht am Reglement dran steht, weil das ja ein allgemeines Fahrverbot und dann ist so viel, also Riverain darf da hinfahren, dass just 3-4 Traktoren wollen und dann Rollerskater, mir will das die auch Eise Schale, also wenn man Reise kann, man Eise Bus drüber Eise Schale fahren, gehören wir zu den Anrainer, weil aber halt ein Problem war, dass wir einen
Reglement d'urgence gestimmt an das Kokain Reglement d'urgence an de Hu dat gedoen lo enke stimme mat der richtiger Terminologie ne das einfach eng Overennung Verkeiersreglement so genau der Zeit wat man schon enke he gestimmt also beschützt net Reglement d'urgence mais einfach eng Modifikation vom Verkeiersreglement ja Paul eng froh also du schiet akzepté Velo Traktor und dann Skater an so aber dann differ River drauf bei dem Schild an sich von Kurs du musst akzepté River an dann ein Traktor Traktor das bisschen das ist komisch gedeutet ne net Ech gesinn so dass akzepté Rivera méi wann solo fir wat den Traktor hat net missen dabei machen wann River am Bas kannst mat dem Traktor dönner fuhren fir wat soll nänneren mat seg Traktor dönner fuhr wann net River ass das ernstg bei Wëllosfuer weil man jo so dat se Wëllosfee an das ernstg bei Skatefuer wo die wahrscheinlich gut gesteckt hunn an do awer Materien Inliner do fuhren an der Wëllosfee fist jo do hinner an dann iwwer den Änner fät fir weide bas doch net anreiner den Traktor hat den einsch kënne wäschlossen mit rein Anrainer Dir fir du hinner mat wat wëll an en de net Anrainer ass Dirf eigentlich net aus am Wëllo mat Inliner awer net mat segem Auto an mis net extra Dropsto akzepté Riverei vu die Server van ze Kotler guckst du ginn zwee Schalter ne ja Verb der seit 204 am Kotler Rut da sind die Rajouten gotten dabei wie de Pol gesot huet. Da gëtt effektiv eng Rajout eng Plaket akzepté Riverein Fournisseur an Di awer hai bei de aktueller Beschëlderung net der Fall. Also Dief theoretisch mal keier do hinnner vu den Vierster Dief net dran. Ich kann da kein Antwort drauf geben, da muss man enke no gucken mit Verkehrskommission Jo kein Remark dazu gemacht froh hat dann awer enke no. Fleisch das Programm net schon. Wir gucken dann enke no Merc fir Remark op jeden Fall. Ja, just froh an dofi steht noch du Bus net mit dran. Weil an dem d'urgence schon jo den Transport skolär dran an lo an die Riveran sind du verbrauchen sie dann net extra dran stehen. Merci. Okay. Ja. Ich gift dann aber froh wie der tolle so oft stimmen so wie Verkehrskommission das doch proposiert huet dann sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration ja. Trein Serge. Ja. Treisen Pol. Ja. Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Da kämen wir bei den 5. Punkt ganz grob Akten Notarien, die wir gemerkt haben, kompromieren und so weiter. Da geht es mit einem Akte Wand, da lassen wir immer Prisen an der Rue de Kerner, mit der Familie Hoffmann, Judi auf Roland, ich meine, das hat man ja schon heute, die Prise heute wird an den Akt. Okay. Ja, der Pol ist froh. Kannst du vielleicht just weisen, dass die Leute, die weiß noch ein bisschen wissen. Wie sind wir das Steck? Das waren alle gut, die haben Prisen diesen Sängerzeit gemerkt, wie die Chaussee dort drüben kam. Es war ja lang so, das ist auch ein anderer Ratio. Und du hast das Chantier gemerkt, ging du noch am Abgang. Das waren alle gut, die Prise, wo die Leute auch noch Demos d'accord waren. Und Gott sei Dank konnte die Chaussee und Straße so bauen, wie sie heute was. Voilà, so ist kein froh mehr Sinn, dann gingen wir darüber aufstimmen, wann ich gelebt habe, bei Jules. Mam Julesinger Prokuration ja. Tein Serge. Ja. Teisen Pol. Ja. Welch Nico. Ja. Hartmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Fogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch, merci. Dann kommen wir auf Übersehen, wo die Gemeinde dann darüber wir schon oft diskutiert, doch die Terra gekauft hat auf dem Rotor. Du hast ein Kehr Concert Hellas
wo wir den de wie hai hatten, a wo man lo den Akt gemerk hun. Ich mengen der Familie enke Merci, dass man do konnten den Akkor fahren. Ein Deel von der Familie war auch hei für den Akt zu schreiben. Dat war für die Leute wichtig, dass man dat en Präsenz gemerk hun. Und ja. Können enke Flash soen. 6,8. Voilà. Ja. Du kein frohe sinn, dann gif man do Berufsstimmen, Zauber Jules, Mam Schulzinger Prokreation ja. Trein Serge, Ja. Tasen Pol, Ja. Wald Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Jeremy Nora, Ja. Kaufmann Jump, Ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Anne Joch. Voilà, an dann den ënnechten Terrain, da kommt das dann immer so ne? Ja. Flash. Da das dann die Fondation für die Forschung gegen den Krebs, das Kadaster Nummer 487 über 29,51, 71,98. Und wie gesagt, der Kompromiss hat man hier. Und da haben wir mit den Leuten auch den Akt gemerkt. Und auch hinten denke ich, merci, dass man da eins gesehen, sie haben natürlich gesagt, ihre Business, also nicht Immobilien, also sie machen Forschung. Und sie sind natürlich auch froh, dass den Terrain da verkauft gehen und dann gemein verkauft geht, das ist ja auch steuerfrei. An die Suche gehen dann an die Forschung gegen die Krebskrankheit. Frohe sind, keinen sind, da ging auch darüber aufstimmen, wann schläft Zauber Jules, Mam Schulzinger Prokreation ja. Trein Serge, Ja. Tasen Pol, Ja. Wald Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Jeremy Nora, Ja. Kaufmann Jump, ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Anne Joch. Merci. Dann haben wir 252 Prinzipal zu Minzbusch. Ein Hauskauf, ein allen Hof. Das sind 4,95 das Parzell 1015 über 470. Voilà, der wisst alle gut, wo es ist. Und ich dachte, ich muss den Namen so, und das wird gemeng gekauft. Da wollen wir dann noch die Projekt eventuell machen, wenn das etwas gibt. Wir sind dann in Kontakt mit den Opern, für zu gucken, wie wir es da könnten entwickeln. Und da gibt es ja auf dem Gebäude auch eine Protektion kommunal, du hast ein Alignement von der Fichte Fassade, die ist am Anfang geschützt, und die muss, wenn ihr dann ein Projekt da möchte, auch zu 2/3 anhalten. Also da bleibt dann ein bisschen die Struktur, wenn ihr natürlich könnt, die bleibt dann auf dem Manier erhalten, indem man das da schon dezidiert gehen, dass das Gebäude am Anfang nicht schützenswert mehr ist, und dass da gesagt gehen, es gibt just ein Alignement zurückbehalten. Sind da Freunde. Da gehen wir auch darüber aufstimmen. Zauber Jules, Mam Schulzinger Prokreation ja. Trein Serge, Ja. Tasen Pol, Ja. Wald Nico, Ja. Hartmann Jean-Marie, Ja. Aisha Serge, Ja. Jeremy Nora, Ja. Kaufmann Jump, ja, Kaiser Andy, Ja. Nagel Anne-Marie, Ja. Anne Joch. Vielmals merci. Dann kommen wir zu einem Kompromiss d'échange. Und zwar ist das am Rambouillet zu Minzbusch. Da ist schon ewig auch eine ganz drollige Situation. Und zwar alles das, was wir hier aménagiert tun, wo Bank steht, wo ein Tri steht, die Pobellen, wo die Insektenhaus steht, das ist alles nicht auf der Gemeinde hier im Terrain. Das ist alles den Terrain vom Feuerluft. Und auf der anderen Seite ein Entree und alles, das ist nicht auf seinem Terrain, das ist auf der Gemeinde hier im Terrain. Und da haben wir hier einen Akt d'échange gemacht, und das geht ab. Das sind 105 Quadratmeter, geht 1 zu 1 getauscht. Und da kriegt die Gemeinde aber 7 Quadratmeter mehr, das ist eigentlich innen ein Trottoir, den 3 Hektar. Und das da oben an der Straße, über den Trottoir, den 3 Hektar. Das sind 7 Quadratmeter, die die Gemeinde da kriegt, also auf vielen anderen Plätzen noch so. Ich meine, was die Leute
Projekt machen und das noch nicht geschieht, das müsste ja normalerweise auch schon geschieht sein, da mussten trotzdem dann aufgetreten, das war ja auch so an die 105 Quadratmeter, die gehen getauscht und da bleibt auch ein Rekül par rapport zur Fassade, so dass auch wenn du musst Entretien aus einer Fassade machen, das nicht mehr noch auf seinem Terrain, ich meine die Linie, die Gesichter auch da umklang, die rote Linie, die Riegel hast du, voilà. Da muss mir echt wenig do de Weu passen, mir das nicht urgent. Mais dann ist das aber auch mal kadastral an für Notar dann auch geregelt. Gehen da frohen. Kein frohen, da könnte man auch schon zum Wort kommen. Da war Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Train Serge. Ja. Traisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jam. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci. Und dann hat man letztes Mal den Kompromis gestimmt, wo wir Neujahr einen Terra gekauft haben, wir können die Wasserbasing Neujahr zu erneuern. Und wie wir da mit der Familie zu tun hatten, haben sie gefragt, ob der Garage, die wir ihnen zur Verfügung stellen, wo wir schon für 5 Jahre den Terra beim Fußball Terra gekriegt von ihnen. Und da war eine Konversion gemacht gehen, ob 25 Jahre, dass die Garage nach 25 Jahre nutzen, und du hast uns gefragt, ob sie da könnten 30 Jahre kriegen. Ne? Und da haben wir gesagt, das wäre eine Reihe. Dafür müssen wir die Konversion umpassen. Ich meine, das macht keinen großen Unterschied für die Gemeinde, ob da 5 Jahre mehr sind. Das sind da de facto 7, weil die Konversion schon 2 Jahre lebt, dann wir lohnen eigentlich ob 22, 25 dann erneuern, und dann ab 30 Jahre, da wird das ja dann bis 2050, wo sie dann die Garage noch könnten nutzen. Und ich meine, sie sind also entgegengekommen, sie sind auch schon bei der Geschichte entgegengekommen. Wir gehen noch haut eins, die eine Garage steht, ein bisschen Sachen drauf vom Fußball. Die haben uns eine Wäsche geholt, weil ihr dann privat aufgehabt hast. Den Unhänger vom Jugendhaus steht auch schon dran, die steht natürlich im Moment nicht dran. An die andere Garage, da haben sie dann hier Sachen nach dran stehen. Ich bin nicht so froh. Wenn er dann noch dummer d'accord sind, dann stimmen wir drüber auf. Sauber Jules. Mam Julesinger Prokuration, ja. Train Serge. Ja. Traisen Paul. Ja. Welch Nico. Ja. Altmann Jean-Marie. Ja. Aisha Serge. Ja. Rogerini Nora. Ja. Kaufmann Jump. Ja. Kaiser Andy. Ja. Nagel Anne-Marie. Ja. Anne Joch. Merci vielmals. Und da wären wir schon bei der Question écriten, und da haben wir eine Question écrite gekriegt von der Stadt Birger. Und ich gebe euch da bitten, die 4 zu drohen. Yes, merci. Weil ich meine, 2024 und 2025 goufen der Gemengerotssitzungen an der Nerbisitzungen Projekt vom Chefrot vorgestellt, respektiv auch gestimmt. Am Januar war da zum Beispiel, wo man eine Konvention transaktionell, Kommand für die Neugestaltung von der Spielplatz an der Ucht durch die Gemengerot annulliert gouf am Juli 24 aus den überschaftenden Masterplan vom Ausbau vom Schulcampus präsentiert gin am November 24 auch die Realisation von der Dressierzone zu Minzbech um 132 für den Campus respektiv bis weiter op das sie auch gestimmt gehen. Am Februar 25 und da das hier Luft drin von der Madame Weyer erklärt gehen, wat de Projekt vom Ausbau von Kirfig ist. Gut. An dem Kontext adressieren wir dann Lodachs 3 schriftlich Fragen und den Chefrot. Könnt ihr euch sonst konkret darüber informieren, wenn ihr der betreffende 30er Sohn für den Schulcampus respektive um CR 132 zumindest aufhängen? Das ist ja schon ein Projekt, den maybe overdue ist. Kann der Chefrot euch da weiter darüber informieren, wenn ihr derbechten vom Neubau vom Cycle 1 respektive vom Ausbau von der Mesorelle aufhängen? Und dann die Sache, wo ich schon gesagt habe, vom Kirfisch, das ist ja okay. Und dann die letzte Sache, kann der Chefrot euch von Schliff darüber informieren, wie weit derbechten von der Neugestaltung von der Spielplatz an der Ort fortgeschritten sind, respektive wenn die Erbechten aufgeschlossen sind, falls das noch nicht schon der Fall ist.
Merci für Informationen. Ja, ich probiere da so gut die Informationen zu geben, wie mir sie haut auch hun. Also, ich muss ehrlich sagen, wir hatten als das auch mein Keier aber ein bisschen mehr einfach vorgestellt. Aber ich komme mal auf die Einzelpunkte zurück. Also 32, da haben wir bis darauf gewartet, dass der GE uns sagt, dass an der Reise mit den Wasserachsen, also hier Autorisation, für was muss man da drüber warten? Weil wenn wir ausschreiben, immer die Autorisation hier kriegen wir von ihnen kein Subsid. Das heißt, dass du noch gewonnen an die Hummerlo kriegt, ranget sich rum, wenn ihr das der Kurier rankommst, sodass wir an die Ausschreibung können gehen. Kann ja die Charge sind fertig. Wir sind da am Gang zu prüfen. Da haben wir bis auch nicht eine konkrete Antwort gekriegt. Das hängt aber nicht neu, das hängt vom Büro. Wie das mit den Zittern du hast, zumindest bis schnell. Also, Meinung no wäre am besten gewesen man an de Projekt integrieren. Dat muss aber nicht unbedingt am Cahier de Charge dra stoen, a Wammer eng technisch Solution hun an die Gödet, die alles gut gefällt, dann hecht dat noch net als Leute so ma dat. Sie sind auch immer am Detail do run, die de Laien dich. Am Prinzip müsste man Cahier de Chargen, also sie fertig müsste man lo können an d'Ausschreibung go mit Autorisation vu der AG, die lo fir hun Protege rakom. Recht de mich soll noch so Claude, kann ich eng froh ja. stellen? Und zwar, wenn die sind an die Informationen und der GE gangen, für dass sie konnten Navi opstellen. Also auch da muss ich nur gucken, also 6 Monate sind immer schon. Ja. Also ich meine, das war noch viel, das war noch am Oktober, November letztes Jahr. Also wir gucken das nicht nur, da bringen wir die Daten noch nicht mit die nächste Jahr. Dann hast du gefragt für die Maison Relais. Weil da wollen wir ja am nächsten Gemeinderat den APD an Plänen stimmen. Wir haben auch den Avis gekriegt vom Edukationsminister. Da sind noch ein paar Sachen dran, wo wir der Meinung sind, dass sie just ein Projekt geguckt haben und nicht mit Gesamtkonzept. Also geht es ein bisschen darum, dass man der Spielplatz nicht so groß ist. Wir haben ein großes Ziel mit mehr Spielplätzen an. Wir müssen da noch genau gucken. Also wir hoffen, dass das keinen Impact hat. Aber im Prinzip sind wir ja am nächsten Gemeinderat mit dem APD und mit den Plänen dran, wie wir es dann aufstimmen. Und da kann auch die Ausschreibung präpariert gehen. Und da geht es nicht mehr durch, so wie wir das am Anfang gedacht hatten. Gehe ich mal davon aus, für danach am 1. anzufangen. Aber da geht es echt der Winter und echt Trimester nächstes Jahr 2026. Aber wie gesagt, lo ass der nächste Schraddenmol an das Viergese für den 10. Juli für den APD an Plänheit zu stimmen. Und dann der dritte war der Spielplatz, auch in derischen Dossier. Da haben wir ja neu ausgeschrieben. Und du hat den Entrepreneur keine Zeit mehr. Ich hoffe, da war lo, schaut auch immer 2 Mann. Und der Rodrigo das haut noch gesagt, da bestimmten aber im Prinzip aufgeschlossen sind, aber sie alles richtig gemacht haben. Nur im Plan müssten die Spieler da noch können installiert gehen. Also die Spieler sind da, die sind gehen am Moment gelehrt beim Lieferant zu Lützeburg und der kann kurzfristig kann den aufhängen. Den ist just darauf gewartet, dass alles was Großöver ist, fertig ist und du sind wir fertig, du gehen wir das für fertig. Und dann müssten die können installieren. Und heute ist ein Datum gesagt für den Juli, weil mir noch gesagt wäre, flott, wenn für den großen Vakanz so geht, von dann auf den Spielplatz endlich kein Gebrauch gehen. Ob man den lo hält, kann ich heute nicht mit 100% Sicherheit sagen. Und dann ist es doch so, dass wir gedacht hatten, dass wir mit den Leuten ein Projekt zusammen machen, mit den Kannern, für das es doch hier Spielplatz gibt, wo wir gucken, über den Spielregler da weiß, da ist ein Element mal dran zu bringen, wo sie da selber mit Hand oder mit Farben irgendetwas machen auf der Straße oder wo auch immer, das muss man herausschaffen. Mit da sind dann am August vielleicht so ein Projekt lancieren gibt, für die Mathebürger zusammen, das dann an Betrieb zu holen. Und dann haben wir eine Erweiterung. Okay, da muss Spielplatz ja, wo man nach aufgeholt gehen. Ihr können Spieler benutzen.
sind da schon die Marsche gemacht für das, dass das findet zeitgleich geht mit der Fertigstellung. Nicht, dass Gemeinde auch nicht du musst 3 Wochen auf ein ITM oder für noch immer weiter. Ich froh noch dat no, ob man do schon ugemeldet hun, dass man dat braucht. Dat miss normalerweise im Prinzip sehr goen, weil et eng Spielplatz ass, die schon no de Normen und so weiter gebaut wird. Das net wie ans Lo US, die ist der Umbau eng existent sind immer mir kompliziert. Hey, Deft dat kein groß Sache mit och do mengen ich kann den schon Rendevous frohen. Dann hast wenn sicher, dat ze dann disponibel se, weil du kommen Vakanzel kommen Kongéen, dass man do net kein Zeit verlieren. Ja. Merci für die Antwort. Gut, konkret Datum konnte effektiv könnt ihr mal die notwendige Recherche noch machen. Ich meine, Person sobald man so hun, dann delen man so mat an noch de Bierger. Ich meine, hier muss ja besser wissen, wie dat am Chantier lebt, aber wo wohnen du drunter, dann hat man dann natürlich auch direkt zu mal wissen, wenn okay. Das Chantier konkret geht. Merci für die Antwort. So ist froh. Kein froh. Einen habe ich noch. Das schon für drun gesucht ging das Nationalfeier der wirklich flott Volksfest war. Und das soll auch weiterhin der Fall sein. Wir sollen auf jeden Fall auch alle guten Beteiligten vielmals Merci für ihren Einsatz. Wir wollten aber etwas beim Chefrat nachfragen, und zwar weil es sind von verschiedenen kulinarischen Themen sind und als rumgetreten, also dass sie müssen lokal abkaufen. Ist das wirklich so? Nee. Ich meine das so, dass man kulinarische Spezialitäten proposieren von den Ländern. Ne? So sind vielleicht Sachen, die kannst du nicht lokal kaufen, das ist nicht das Problem. Aber das Problem war, wo man gesagt haben, an du hast auch richtig Position so, dass man gesagt haben, wir bezahlen das nicht mehr. Dass man aber nicht da gesehen, dass ein Alkohol von ich weiß nicht wo auflädt. Ich meine, wir haben hier erst mal als nähere Wein, als nähere Part. Ich sehe noch nicht dort Bereicherung. Da sind dann zu dem Moment, wo muss Alkohol von uns wahrscheinlich trinken. Und du hast mir gesagt, der bezahlt Gemeinde nicht mehr. Ich meine, da haben wir Produkte, das war nicht die Idee. Wenn man so mit die kulinarisch stand, wann sie da wollen, das aber proposieren, dann ist das hinten nicht los, ne? Und dann entweder bezahlen sie selber oder ich weiß nicht, was da wollen machen, aber wir haben gesagt, wir bezahlen den Wein nicht. Da hatten wir auch keine Kontrolle drüber, wenn 36 Flaschen Wein von irgendwo bestellt, dann du für den enormen Verkauf, wissen wir nicht, sind sie alle getrunken, waren dann adress recht, wo sind die hin und so weiter. Und wir haben das einfach vom Prinzip her nicht richtig fand, dass wir den Alkohol von weit hinbringen. Ich meine, wir haben also Wein, wir haben also Bier, wir haben also Creme und da muss nicht nach von sonst irgendwo aus der Welt Alkohol. Aber was sie mengen, das gibt bei ihre Plan passen, also sie wollen dort mit verzichten, da müssen sie gucken, wie sie das finanzieren. Mir nicht die wird gemengt, das war am Anfang, das war mir gesucht. Oder das ist vielleicht gesagt für den ein Kind, die wir denken, egal wie, wir sind auf jeden Fall respektiv kulinarisch Thema, vielleicht ein auf die Sachen abklären, weil da war noch bei ihr vorhin, konnten zum Beispiel nicht das richtig Toastbrot benutzt gehen, da wird am meisten eine klassische Lützebäuer Toastbrot müssen benutzt gehen. Ich denke, das sind einfach Sachen, die aber dann vielleicht Abklärungsgebrauch haben. Also ich meine, wir haben uns engagiert, lokal, Fairtrade, auch noch Bio, 50%. Oh, ich meine, dafür sind ja 50%, also wenn man da wo es Sinn möchte, auch dann das anders kann machen, dann müssen effektiv sich mit der Thematik beschäftigen, muss gucken, wer das gegangen ist, aber wenn das Produkt eventuell nicht als Fairtrade geht, und noch nicht lokal. Ich meine, da kann ich in dem Kontext dann noch eine Ausnahme machen, aber das gucken wir, dass einfach die Regel noch zwar konsequent und trotzdem verständlich applizieren. Okay. Ich hatte für drin beim ersten Punkt vom Ordre du Jour hat schon nach nur den verschiedene Wohnungen gefragt, sie auf der am PHP von der Familie Bertrand, der Rue Jean Rauf respektiv beim Bremen, wie du an sich den Planning aus für die Wohnungen der Appartemente betrifft. Ja, ich meine, das hast du ganz dran an der Materie hin.
dass du die nötige Informationen. Voilà, ich meine, beim Schönberg also so, da sind wir effektiv in Kontakt mit einem Publik. Da war immer ein bisschen die Diskussion, dass am Anfang die 3 Residenzen bei nicht, die in eng diesem Privatproprietär gehören, an die 2, die der Gemeinde aufgetreten goufen, mit der Verkauf goufen. Und da war immer ein bisschen die Diskussion, mussten die 3 Residenzen mal nie gebaut gehen oder kann die Projekte noch realisieren, indem wir just also mehr als Unitäten bauen und sie bauen hier Unitäten. Da waren eine ganze Reihe Diskussionen und Analysen, wie das machbar ist. Und das sieht aber so aus, wie wenn das möglich wäre, dass Hilfsfrei auf seinem Rhythmus bauen. Und da hier sind wir am Gespräch mit einem Promoteur Publik, wie das den Projekt realisieren am Namen von der Gemeinde Schütter für uns Unitäten, also uns zu Residenzen dort zu bauen. Was die anderen Projekte nur geht, ich meine, das ist ein bisschen wie die Bremen, mehr auch was die Sendungen betrifft. Ich meine, du musst ja wie Konvention d'Exekution gemacht gehen, da muss die Infrastruktur arbeiten, habt schon mal Bremen gemacht gehen, wenn nach einen ganzen Vierlauf dauert oder für ein ganz Jahre wird dauern, bis die Arbeit schon gut aufgeschlossen gehen, und springen dann das richtige Moment, wo wir können effektiv noch die Terrain dann aufgetreten sind oder neues Facilität gehen, können gucken, wie man für einen Promoteur mit dem Magie verbauen. Ich meine, beim Bremen ist doch so, die Unitäten sind viel mehr groß, sie viel mehr Projekte, die da können realisiert gehen. Ich meine, da sind auch vielleicht andere groß Promoteur Publiken, die mehr interessiert sind, wie die bei einzelnen Unitäten, wie man haut tun. Weil dann noch kann so, in der dass man bei dem Haus auf der Hauptstraße, wie vom oder neben dem Restaurant, wo aktuell in der Hälfte mit der Disposition aus, da sind wir von der Logement soweit eins, dass sie ein Projekt auf dem Terrain realisieren. Da sind wir Martine verblieben, dass sie eben das Projekt ausschaffen und dann ist dann ein Vierlauf gehen, wenn das Projekt bis soweit ist. Dat man können dann also eng Baugenehm schon ugefrot gët, dat man dann noch mal Schëtterhëlf kucke, wie den Timing ass. Ja. Sie schaffen mal Projekt aus, méi du ass dawer so, dat man definitiven Akkor mat van Logement hunn, dat CD-Projekt werden realisieren. Voilà, Idee vun dem Logement integriert hast noch gesot an der Rüde Sendingen hëllen die mat ich muss gucke, weil si net sech om ka de Charge vum Logement abordable par rapport zu dem mat subsidiert gët op der fir gesinn, ass dat méig ass dat Logement integriert. Ich muss dat awer no froen. Beim Logementsminister, weil sie aber strikte Karriere de Charge imposéieren, was subsidiert kann gehen, ob das möglich ist, für das Logement integriert mit subsidiert zu kriegen. Wir hören die mit an. Gucken nicht noch. Okay, merci für die Explikation. Merci Serge. So ist nach froh. Das war Paul. Mein Name ist noch. Ich wollte anfangen, den Chefrat felicitieren für den Workshop, den wir hatten. Von den 35, Kader von den 35 Siegelsbach. Ich meine, das war ein großes Succès und ich denke, die Umsetzungen, so wie ich das ein bisschen so umgefühl und denke, dass das wirklich eine super Relance war. Merci. Merci für den positiven Retour, das ist auch flott. Und ich meine, dem Ritt, also aber auch der Moderatorin zu verdanken. Ich meine, sie hat das ganz gut gemacht, mit Leuten aber alle gut top matt geschafft. Und jeder war richtig motiviert, dann sprich mal da, war auch nicht so lang. Und ich meine noch, wie du, Paul, dass wir da aber flott Resultat haben. Hätte nicht gedauert, wie wir angefangen haben, aber zum Schluss hat dann einfach ganz vieles Brot. Und die Leute sind noch dann gerne bereit, für zu schaffen. Ich meine, ich das schon ein flott Sache. Merci für den positiven Retour. So ist noch etwas. Der Publik, frohen am Publik. Robby. Robby, das hast du ganz richtig matt-krit. Ich bin ganz kurz am Einlauf gesagt, 43 Jahre, 6 Monate. Ich war 500 Sitzungen, ich meinte in der 520, wenn ich von allen Sitzungen nur eng Seite schreiben, dass ich von der Seite gehen, mehr wie gesagt, Spaß beiseite nehmen, das ist richtig. Das halt meine letzte Sitzung am Kader von meiner Aktivität als Politiker an der Gemeinde Schütter. Ja, das kann ich ja so mengen, ich mir lang mal den nächsten Dicke gehabt. Hey, auf der Gemeinde als Chef. Wir zwei, wir haben so hart mal nicht gekämpft. Aber das scheint das aber haut nach. Wir können das immer an Tag gucken und mal nicht schwätzen. Und dafür soll ich doch merci, Jam, und ich wünsche dir alles gut für die Zukunft. Jam, live bis der Bass. Fertig. Merci, Robby. Ja, merci, Robby, auch für die Remarken. Voilà, wenn wir dann echt mehr haben,
Also ich alle große Merci an Schmengen da könnte man wohl verdient op Terrasse zu go. Schönen Abend auch dabausen. Voilà.